professionellen Bauarbeitermeistern. Mein Maike, habe ich drin, habe ich gelesen, habe ich gesagt, Hauptsache taugt oder? Das sagt er ich. Weißt du, was ich dir sage? Habe ich schon wieder liegen lassen. Warte mal. Habe ich! Ja, ich bin immer noch heiser, vielleicht hört man das so. Vielleicht. Habe ich die Ehre miteinander! Ich bin's, Birger! Ihr verdammten Rückwärtsschwaber! Was ist das eigentlich für eine saudämliche Scheiße? Der schwachschwurbende Rückwärtsschwaber schwurbt schwach in seiner Freizeit und schwurbelt. Das ist gut. Sag das mit dreimal hintereinander schnell. Übrigens ist... Löwensepp, warum man neu wei? Gut geht's. Aber heiser bin ich. Vielleicht hört man das. Ich darf halt nicht so umeinander schreien. Psch, 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 psch. Ist ja wurscht. Bauen wir eine Fabrikheisel. Da kennen sie. Alter, merci dir. Merci dir. Schöne Grüße aus dem Landkreis Kamm. Schöne Grüße aus dem Landkreis Dingelfing-Landau. Habe die Ehre miteinander. So, Profis unter euch werden wahrscheinlich schon festgestellt haben, so, mein Helm ist gar nicht so dicht. Aber das ist wurscht. Da ist zum Beispiel ein Loch drin. Das ist wurscht, weil wenn nämlich ein Stor aber fällt, dann mache ich einfach so und dann ist es zu. Hashtag Pro-Gamer wieder. Donation Sounds gehen nicht, ich weiß schon. Die kommen schon wieder aus der Box raus, ich weiß nicht, was das soll. Wieso? Was? Herr Wolfel! Der Birger, du blaue Sau! Blau schon wieder! Ich bin Rückwärtsschwaber, ich bin nie blau. Ich speib, bevor ich besoffen bin. Wie geht's euch? Oh, Gott, ich bin wirklich heiserer, als ich das dachte. Muss ich noch mit 2-3 Tassen Tee saufen bis zum nächsten Montag. Das hilft uns alles nichts. Hey, ihr merkt, hey, hier. Der ist C-konform. Da kann passieren, was mag. Wir bauen heute, dass du sagst, da gibt's das. Ja, das ist übrigens mein Wodka Gorbatschow halbe, das muss gelangen. Jetzt Hans der Wolf, merci dir. Servus, Birger, bin auch wieder da. Am Montag leider verpasst, hab's aber nachgeholt, sau geil was. Das freut mich, am Montag werden wir noch mehr eine Runde Vollgeist spielen. Hilft sowieso nicht. Signore Birger Hardheit, Mr. Hardheit, richtig. Andi, warum ist das wieder nicht angezeigt worden? Merci wieder ein Drilling. Der Birger, was? Wenn du heiser bist, hilft der warmes Weißbier. Da bin ich mir nicht so sicher. Andi, na da kommt der schon hin. Da kommt der Händschebau schon hin. Ich bin immer noch... So, muss ich es wie Antenne Bayern machen, Hintschi Sepp? Wer ist das wieder? Das war der Hintschibau, glaube ich. Warum wird dein wieder nicht angezeigt? Das haben wir vor dem Urlaub schon gehabt, gell? Ich drücke mich noch mehr auf Reaper, da geht's schon hin. Er ist einfach immer noch Single. Müssen wir es mal wie Antenne Bayern? Sag's, was es ist. Müssen wir es mal wie Antenne Bayern, dass ich mal einen Post mache, so, jetzt postet mal ein Foto da drunter und wen es interessiert, der liked. Sollen wir das mal machen? Ich schwör's dir, wenn da bloß der Hintschibau sein Foto postet, dann komm ich und verramme euch rückwärts schwor bei die Haumdauer. So schnell könnt ihr gar nicht schauen. So, was wir auf alle Fälle machen müssen, ich habe ja gar keinen Sound. Ja, ich habe nämlich, schlau wie ich bin, erstens habe ich 10 Minuten vor dem Stream festgestellt, so, fuck, mein Bauhelm wird leider Gottes vom Greenscreen gefressen. Sauber. Ich weiß nicht, was der Greenscreen denkt, weil grün ist das nicht. Aber ist ja wurscht. Nummer 2, ich kann ja gar kein Headset aufsetzen, weil ich meine, wir sollten das, wie schaut denn das aus? Bei sowas? Weißt du, wem genau hilft das eigentlich weiter im Leben? Ich weiß nicht, keiner, sauber. Raiden! Habe die Ehre mit mir auch wieder mal zum Dienst für ein Fatality! Hallo, Mama! Merci dir, Alter. Wo waren das jetzt? Gamer Feliz, bester Landkreis, Dingelfing-Landau, Biatch! Das ist richtig. Das ist richtig. Allerdings haben wir wieder Corona-Rotteste, du musst auf die Landkreiskarten vom Corona-Sepp schauen. Da ist der Landkreis Dingelfing-Landau der einzige Feierrode. Ah, das muss heißen, wir haben brutal. Wir haben Erster, Alter. Always Erster. Merci dir für dein Zwickel. So, jetzt wirken wir auf. So, wie regeln wir jetzt das? Natürlich kann man das Headset größer machen, aber deswegen hilft mir das auch nichts, weil, schau es ja mal, bin dabei, mach sogar sexy Fotos für dich, bitte nicht. Bitte nicht. Stop it! Merci, Sepp. Hey Jodel, der Gummignaugel geht immer. Ja, der geht immer. Merci für den 5 heute. Merci, Leute. Merci. Kommt noch der Kultur Sepp hinten neu. Hab ich schon erlebt. Und Kerstin kommt auch wieder neu. So, jetzt passen wir an. Weißt du, wie mir das folgendermaßen hat mir das nämlich vorgestellt. In jedem Haushalt, ja,
brauchen wir erstmal einen Bauhelm. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann machen wir so. Nein, dann machen wir nicht, weil das falsch rum ist. Nein, das ist falsch rum. Das ist nichts. Falsch rum ist nichts. Jetzt pass auf. Dann machen wir das so und dann so. So, wenn ich jetzt da natürlich aber den da so umeinander schwurbelt, Schwurbel, Moment, dann ist das ein Käse. Darum darf in keinem Haushalt dieses Utensil sein. Ja? Panzertape. Bruder, Panzertape, mit dem kannst du ein Haus bauen, wenn du Fake nur hast. Das sagt die. Löwensepp, kannst du das Spiel mal erklären? Das machen wir währenddessen, dass wir spielen. Jetzt haben wir noch 4 Minuten, wir müssen noch. Stimmt, Facebook ist ja auch da. Sagt mir Hallo zu Facebook. Facebook ist neu. Habe ich dir Servus. So, jetzt pass mal, nimm den Helm ab und geh als Architekt. Aber weiß ich nicht, wenn ihr was zusammen Architekte, dann setzt ihr lieber auch einen Helm auf. Das ist wichtig. Der Nussbaumer fragt mich, was sind denn das für Kopfhörer? 80er, 250er oder die 600er? Das sind 80er. Sind das 80er? Oh, ist die 80 Ohm Version. 80 Ohm Version. Lele schreibt, ja, der Bürger wohnt in Landau an der Isar. Das ist richtig, das wissen wir aber mittlerweile alle. Leute, jetzt chillt's mal. Camouflage, merci wieder in Zwickl, Leute. Bauen wir heute einen Berliner Flug auf. Ja, schauen wir mal. Jetzt bauen wir erstmal mein Headset fertig, Leute. Das wird brutal. Jetzt weiß ich mal Obacht. Das bückt mir jetzt da so ohne. So, das ist doch was. Jetzt pass ich mal auf. Dann haben wir 4. So. Bruder, wenn das. Alter, das ist Programmer-mäßig. Das ist richtig Programmer-mäßig. Schau dir so. Alter, das heute wir pumpen, unzerstörbar. Wie war jetzt das wieder? Der liebe Kassep, so ein Helm habe ich immer auf, wenn meine Mom schlecht lernt. Ja, kann ich verstehen. So, jetzt pass auf. Und da zimmert man jetzt noch an die andere Seite. Warte, das haben wir da her. Ich muss das aber spiegelverkehrt machen, das ist ein bisschen schwierig. Das ist nicht einfach wie im Spiegel drin, das ist nix. So, das packt man da nicht. Brudi, schau dir das an, da kann ich schwurbeln wie ein Pro-Gamer und nix fällt runter. Ja? Haben wir schon gelöst. Was ein bisschen dumm ist das da? Ja, das ist ein bisschen dumm. Aber es halt. Ja, was möchtest du mehr? Das ist Regel Nummer 1, Kinder. Lasst euch niemals von irgendjemandem sagen, wie was zum Funktionieren hat. Wenn es funktioniert, funktioniert. Trust me, I'm an engineer. Leute, jetzt chillt's. Herr Hunter, merci dir. Vor allem am Stream, rettest mein Tag. Herr Hunter, das geht auch wie Butter, das muss die kann ich 5 Euro kosten. Vielen lieben Dank, Alter. Wen haben wir da noch gehabt? Ein Donner Bernhard. Merci für den 5 den habe ich übersehen. Sie fix schon weit über ein Jahr dabei. Du geldgeiler Wichser, take my money, bitch. Schönen Gruß aus Österreich. Schönen Gruß an die Lieblingsnachbarn. Ab in den Chat, Herz als Band. Wo haben wir hin zum Beispiel? Wenn wir alle nach Landau gehen können, was? Wenn wir alle nach Landau gehen, können wir gleichzeitig an alle Touren klopfen und der nicht aufmacht, ist der Bier. Hashtag Brain. Hashtag Big Brain Level 9000, Bruder. Ja? So, Bürger, noch ein Pick rundum, dann holt's garantiert. Meinst du, dass wir so auch noch mal rundum müssen? Meinst du, dass wir, gehen wir sie am Dreckert oder was? Gehen wir sie am Dreckert. Kampfkeks hat das vorgeschlagen. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Jetzt warte mal. Jetzt warte mal. Ja, das ist ganz einfach. Jetzt warte mal, machen wir so. Ja, das ist doch was. Pass auf. Und wenn es nicht hält, dann der wir sie wieder runter. Jetzt pass auf. Hades! Heute kommt der Oberpfuscher, Bauleiter Bürger. Ja, das Bauschutzordnung hat schon angerufen. Ich hab gesagt, die sollen einen Fotzen halten. Und hab aufgelegt. Bis die kommen, dabei haben wir fertig und haben wir fort. So, das passt, oder? Gib ihm, Alter. Wenn das nicht hält, dann weiß ich es auch nicht. Du, wenn das nicht hält, dann weiß ich es auch nicht. Schau sie an. So. Der Reischl schreibt, da ist wer besuchen, glaube ich. Weißt du nicht, wahrscheinlich die 1000 Leute, die mir zuschauen, werden das nicht im Bauheim da hockt und mir Panzertape über den Schell rumwickelt. Ich bin mir nicht sicher, wer da der besoffen ist. Herr Lichtenstein, auf einen geilen Stream. Ja, ich hoff's, wir werden es sehen. Also, jetzt passt zu mir über. Also, es hat schon wieder einen maximalen Tiefpunkt des Niveaus erreicht. Das ist gut so, das mag ich, das unterschreibe ich ihm. Ring, Bananaphone. Hallo? Wo ist Bauschutzsamt? Halt dein Fotzen. So. Wir schauen mal aus. Gut, schauen wir aus. Wisst ihr was? Jetzt starten wir mal das Spiel. Ist das ein Vorschlag? Ich glaube schon. So, jetzt mir gerne auf. Ich hoffe, dass der Sound überhaupt geht. Jetzt warte mal, jetzt muss ich. Was zum Test drücken wir 1 Sekunden in Spotify auf Play. Ja, geht. Ist schon gegangen. Ist schon gemeint, wie es ist schon gegangen. So. Könnt ihr jetzt da bitte schon einmal Satisfactory starten? Dann müsste das gehen. So. Panzertape ist wenigstens besser als Alufolie. Das stimmt, eigentlich hätten wir uns einen Aluhut bauen sollen. Das war viel besser gewesen. So einen gelben Aluhut. Das war tipptopp gewesen.
So, jetzt passe ich beobachten. Machen wir da so. Ja, wo ist das Spiel? Geht. Das habe ich doch heute schon einmal gemacht. Ich weiß nicht, Kinder, wir machen jetzt folgendes. Factorio. Bin ich wieder Factorio. Ich habe den ganzen Urlaub Factorio gesuchtelt. Andi, merci dir. Das Wichtigste auf der Baustelle, was nicht passt, wird passen. Oh, richtig. Mit Panzertape. So, Big Brain Birger Level 9000. Julia, das hast du korrekt erkannt. Mr. Fink, jetzt ist er Ruhe. Ich mache jetzt da mit Donation Sounds aus. Ich meine, die Herzen ist sowieso nicht, also ist euch wahrscheinlich hier wurscht. Mr. Fink, ich brauche keinen Grund zum Geld schmeißen. C-Fix! Ist recht. So, Optionen. Jetzt pass auf. Optionen. Audio. Allgemeine Lautstärke, die der wir gleich mal oben auf 60. Ja, das muss klar. Möchtest du Änderungen wirklich übernehmen? So, wer kennt Satisfactory? Ich hab die ganze Zeit Factorio gespielt, deswegen habe ich mir gedacht, das war voll geil. Und Satisfactory hat seitdem ich es gekauft habe, wie es nicht rausgekommen ist, vor 1,5 Jahren länger, habe ich es eine Woche lang gespielt, wenn überhaupt. Und dann nicht mehr. Seitdem einen Haufen Updates kämen, habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Das werden wir jetzt einfach rausfinden. Ja, ich habe das schon bestätigt. Hau ab jetzt. So, wie funktioniert das mit dem Multiplayer? Ich würde gerne Folgendes machen. Und zwar, ich würde gerne ein Solo-Spiel anfangen und kann ich euch in dieses Solo-Spiel nächstes Mal dann einladen? Wenn ja, wie? Ich würde gerne, du hast 2000 Stunden in Satisfactory. Okay. That's cute. Das geht. Schreibt Gamer, da oder die Gamer Felice schreibt ja. Jo, Kenny, da mal fliegen, was fliegen? Spielst grad? Und er schreibt, nein, ja, richtig nice, neues Spiel, dann Saison mit Freunden. Neues Spiel, Friends only. Das heißt, ich muss da aber keinen einladen, das kann ich dabei jetzt allein auch machen. Ist das in Ordnung? Geht das so? Ich mache jetzt da Session-Name, da mache ich jetzt einfach einmal rückwärts Schwaber. Gutes Session-Name. Ich habe einfach auf Start gedrückt. Ja? Programmer drücken einfach auf Start ohne lesen. Bitch! So, Herr Steiner, vergesst für den Euro. Schön, dass du wieder da bist. Herr Steiner, das geht oben über Butter. Merci dir. Jetzt passt mir erstmal auf, was da passiert. Wir haben, so wie es mir anschaut, wir haben ein Weltall. Was wir auch immer im Weltall lernen, aber was ist eigentlich unser Ziel? Ja, das werden wir herausfinden. Das werden wir herausfinden. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have 3 cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Check the planet and gather resources to provide desired results. Ist dieses Tutorial, sehe ich das richtig? Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Der tut mit dem Staubsauger einfach Steine einsaugen. Das geht gar nicht. Expand your Jetzt hat er volle Hosen. outposts and pipelines Wie mir am through Wochenende. automation and augmentation. Ja, das ist alles schön und recht. Das weiß ich alles. That's it. Get to work and be effective. Achso, ja, wenn du es eh schon, wenn du sagt, der erzählt und ich sag, das passt, dann wird das schon passen. So, was mir mal am meisten Spaß macht, ist, dass da die ganze Zeit das Kabel schon wieder hängen bleibt. Das ist quasi Minecraft in Ski. Herr Kulzer, das glaube ich, haben Sie gut erkannt. Herr Reisinger Sepp, merci dir. Warte, ich kann das alles nicht lesen, was ist denn da? Was ist denn da? Der Reisinger Sepp. Streamlabs Donations werden nicht angezeigt. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Ich seh die da aber auch gerade nicht. Ich hab da Recent Events Listen. So, wir landen, glaube ich, in unserem Kastel drin. Ich schau dann gleich nach. Jetzt müssen wir erst einmal. Jetzt müssen wir erstmal schauen. So, wir haben wieder so einen Rollercoaster. Also. Und landen wir quasi wahrscheinlich jetzt am Planeten. Ich hoffe, dass ich den ersten Planeten ausgewählt habe. Den ganz normalen, den ich von damals auch noch kenne. Ich weiß nicht, wie weit. Oh, da fliegt ein riesengroßer Schmetterling. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Jetzt mir kein Muff. Jetzt mir kein Muff. Wenn das Monster-Tape auf den Hauptschlagader drückt und das hier nichts mehr kriegt. Ja, da haben wir nicht weit entfernt. Da ist nämlich mein Hauptschlagader. Und ein bisschen da. So, schau dir das an. Das ist unser Inventurscanner. So, jetzt wirkt mir auf. Jetzt müssen wir das Kabel da einmal irgendwo anders hin, weil sonst kriege ich da noch einen Schlagerl. Das müssen wir jetzt da hinten tun. So, passt.
So, Welcome to Planet Massage 2. Willkommen auf dem Planeten your designated Massage sector 2. In the binary star system of Akija. deinem designierten Sektor im binären Sternensystem von bla. Ich bin, oh, Eva, ja, Eva ist eine gute. Elektronisch-virtuelle Assistentin. Pioniere wie dich bei ihrer Mission zu unterstützen. Ich bin der dritte meines Sektors. Ja, das ist schön, lass mich in Ruhe. Ihr führt mir selber aus! Was ist das? F. Bitte demontiere die Abwurfkapsel. Okay. Ich sag's euch, like a pro, like a pro, like a pro. Fixit Incorporated is cost effective and efficient. We do not waste. Halte linke Maustaste gedrückt zum Demontieren. Q. Rechte Maustaste und Escape schließen. Mehrere demontieren ist Hold Left Control. Maximales Abbaulimit, was ist denn das? Das ist neu, das kenne ich auf alle Fälle noch nicht. Also jetzt passt so. Mr. Nix, vergesst gerade für den Zwickel. Ich weiß nicht, was da los ist, da wird ein Haufen Zeug nicht angezeigt. Ich weiß es auch nicht. Schleink, aber muss man ja mal ein wenig ausgeben, dass man sich was sparen kann. Beep, Motherfucker. Merci dir. Herr Steiner, merci. Raiden, merci. Reisinger, merci. Ich hab die da in meiner Liste nicht. Ich weiß nicht, was da kaputt gegangen ist. Moment, da tipselt mir jetzt einmal schnell aus. Nicht, dass ich was übersehen hab. Ich hab die da nicht erinnert. Ich seh's nicht. Ich schau nochmal. Moment. Noch weiter oben. Der stolze Löwe, den habe ich gesehen. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, was du wieder da warst, Herr Reisinger Sepp. Ich kann mir schon vorstellen, aber ich sehe nichts. Irgendwo, dann geht irgendwas nicht. Ich weiß nicht. Ich hab nichts da. Sag ich dir, wie es ist. Ich aktualisiere ihn nochmal. Du aktualisiere ihn nochmal. Aber ich sehe nichts. Pussy-Perle, ich sehe nichts. Ihr helft jetzt dabei nicht. So, Kinder, jetzt passt sowas. Soweit ich mich noch erinnern kann, what the fuck is Satisfactory? Wir landen auf einem Planeten. Und ähnlich wie das im Factorio ist, wer das kennt, aber das da nicht. Ich meine, das ist eh schon komisch genug, was muss ich eigentlich da mal? Linke Maustaste, was ich zum Aufheben von Beryl-Nuss. All important Fixit data and communication is recorded and stored in the codex, including these steps. Okay. Wir müssen eine automatisierte Fabrik bauen. Okay? Das bedeutet, wir bauen Ressourcen ab. Ähnlich, nicht ganz wie in Minecraft, du kannst da nicht selber hergehen und Kohle abbauen und so einen Scheiß. Oder vielleicht kann man das mittlerweile, ich weiß nicht. Wir reden da jetzt einmal umeinander und wir schauen uns jetzt einfach mal an. Ich glaube, das ist das Allereinfachste. Was haben wir da? Kann man das abbauen? Nein, kann man nicht. Aber diese komischen Bärle kann man abbauen. Was haben wir da? Drücke ich zum Aufheben von Blätter. Pro-Gamer, Blätter. Plus 12 Blätter, plus 1 Blütenblätter. Das glauben wir jetzt einfach mal auf, weil das können wir nachher sowieso brauchen, glaube ich, habe ich das Gefühl, was das ist, ein paar Probleme. Jetzt haben wir gekriegt 60 Blätter, 2 Blütenblätter, 15 Holz und 2 Pädophile, habe ich jetzt gelesen. Aber das glaube ich eher weniger. Und dann, jetzt pass auf, wie sollst du das Spiel erklären? Wie sollst du das Spiel erklären? Ich glaube, ich erkläre es so, man rennt den ganzen Tag da so umeinander und glaubt, Stauern zusammen. Das ist der Stauern-Simulator 2020, das machen wir jetzt bis um 10 Uhr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön, habe ich die. So, wir kommen ins Baumenü. Drücken wir mal auf X. Was ist das? Teile. Das ist schon mal, das ist quasi so eine Art, wie in Minecraft Rezepte. Gehen wir mal auf Teile. Dann haben wir da Eisenbarren, Eisenplatten, Eisenstangen. Und rechts sehen wir aus, was das quasi gebaut wird, nämlich aus Eisenerz wird Eisenbarren. Dann kann man aus den Eisenbarren, aus 3 Eisenbarren, kann man 2 Eisenplatten machen. Oder man kann eine Stange draus machen. Und das kann man dann wieder weiterverarbeiten und so weiter und so weiter. Und das Ziel des Spiels ist, das zu automatisieren. Ja? Gehen wir mal auf Ausrüstung. Da haben wir den Xenozapper. Das sehen wir schon. Da brauchen wir 10 Stangen. Da brauchen wir verstärkte Eisenplatten, da brauchen wir Kabel, wir brauchen Draht. Und dann bauen wir unseren Xenozapper, was auch immer das ist, keine Ahnung, aber den glaube ich hat es damals schon gegeben, wenn ich mir das Model so schaue. Standard-Elektroschocker als Selbstverteidigungswaffe für den Nahkampf. Das heißt, da rennen irgendwo Viecher umeinander und die wollen uns aufs Maul hauen und das lassen wir natürlich nicht zu. So, dann können wir Gebäude bauen, weil irgendwie müssen wir unsere Fabrik ja zusammenbauen. Wer hat jetzt da wieder einen Fünfer geschmissen? Der S gibt's! Servus, das Spiel macht echt süchtig, ich habe fast 3000 Stunden, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt, aber ich habe in meinem Urlaub Factorio gespielt, das ist dasselbe in grün. Heinze, merci für den Fünfer, der ist schön, dass du wieder da bist, was hältst du von dem Streamer Lutsch meinen? Kenn ich nicht. Weiß ich nicht. Hashtag Schwanz hat noch gefeiert. Merci für den Fünfer. So, der Hub.
das Herz deiner Fabrik. Hier schließt du Fixit Meilensteine ab, um zusätzliche Baupläne für Gebäude, Fahrzeuge, die hat es damals noch nicht gegeben, Teile, Ausrüstung und so weiter freizuschalten. Wo kriege ich das? Hub-Teile, erforderliche Teile für den Aufbau der Hub-Grundstruktur. Und dann bauen wir einen Hub. Und wie können wir das machen? Das weiß ich nicht. Dann kann man eine Werkbank bauen, Fahrzeuge und so weiter und so fort. Das ist noch lang natürlich nicht alles, das ist aber eh klar. Deswegen müssen wir jetzt da mal schnell schauen, wie wir da irgendwie, muss man doch da, haben wir schon so. Jetzt pass auf, zweites Ziel. Weißt du, Harmona wird schon wieder, mehr dir Bussi aufs Nussi. Der Hub kommt vom Heben, also einen Heben. Richtig, jeder, der gerade halb in der Fotzen hat, eine Düdel ins Viech. Ja, bla 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 bla. Also Obacht. Mein Charakter, rechte Seite, das erklärt sich von selber. Linke Seiten, Ausrüstungstasten. Was zur Hölle ist das, Alter? Paleo-Beere. Was auch immer das ist, weiß ich nicht. Schau hier, wir haben ja sogar so ein Ding. Da schau ihm hier, wir haben so einen Elektroschocker. Geht aber irgendein Viech her. Haben wir ein Viech da? Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note: the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Obacht passen. Es gibt drücke V, um nach Eisenvorkommen zu suchen. Dann geht da so ein Ping aus und dann sehen wir, da ist Eisen. Und oben in unserem, wie soll ich sagen, in unserem Kompass sehen wir, da ist Eisen. Da fangen wir jetzt einfach einmal an. Was da eine gute Pose ist zum Anfangen, weil später wird diese Fabrik so verfickt riesig, dass du nicht mehr weißt, wie es heißt. Das werden wir dann sehen. Das ist sowieso, jeder Platz, wo wir jetzt hingehen, ist beschissen. So, jetzt passen wir mal an. Halte E gedrückt, um Folgendes aufzuheben. Eisenerz rein. Das kommt jetzt ein bisschen an Minecraft ohne, wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir den. Genau. Viertes Ziel. Hub errichten. Ensure the hub is built on spacious open terrain to the presence of iron Da war's Viech! Ich hab's genau gesehen! Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Ich schock den Arsch ein! Ist er schon hier? Schieder, der hat Feuer an die Haxen, da war ja auch lästig. Was kann ich jetzt mit dem tun? Also nochmal ins Gesicht ein Ding, ist ja wurscht, geh weg! So, jetzt pass auf. Um die Effizienz des Hub, wir brauchen mal unser Startbase. Jetzt pass auf. Was? Mein Ping ist ja 700 ms. Wieso? Das Viech habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen, das war so schnell. Entschuldigung. Wenn du Händchen bauen, merci. Das ist geil zu wie gesagt, Alter. Press, Sock, Zusle, haben deine Salbei-Bonbons geholfen. Nein, das hörst du doch. Merci dir. Merci Leute, jetzt ist eine Ruhe mit der Donaterei. Ich muss da irgendwie vorwärts kommen. 2 Stunden im Spiel haben gar nichts. Ich fürchte, da kommt so ein spontaner Samstag 4-Stunden-Stream. Fürchte. So, um die Effizienz des Hub zu erhöhen, wird die Nähe zu Eisenknoten empfohlen. Verstehe nicht. Das Hub kann im Baumenü unter Q gefunden werden. Weitere Tipps, wie man das Baumenü benutzt, sind unter dem Menü angezeigt. Ja, gehen wir mal auf Q. Alles klar. Der Hub. Und geht's da her? Hub. Ah ja, ich verstehe. Wieso fliegt der so komisch? Kann man den nicht... Nein, was ist jetzt da eine gute Position? Kann man den später wieder abreißen? Ich weiß nicht, wir werden es herausfinden. So, linke Maustaste bauen, Beispielgebäude, mittlere Maustaste. Was das heißt, weiß ich nicht. Rechte Maustaste, Baumenü, Scroll up und down, da kommen wir dran. Was ich dir sage? Den pflanzen wir mir jetzt einfach mit da her. Bauen wir da hin und dann sehen wir es schon. So, haben wir jetzt da einen wunderschönen Hub hinbauen. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature, Hub Terminal. Fifth objective, complete Hub Jetzt Upgrade beißen wir. 1. Herr Franzl, vergeht's gut. Craft Bench and Hub Schieß das Hub Terminal are Upgrade. Merke, essential der for Werkbank und das progression Hub to the Terminal next sind... objective. Okay, so, folgendes. Dieses Hub, du brauchst ja irgendein Spielziel. Dieses Hub musst du ausbauen. Damit du das ausbauen kannst, soweit ich es noch in Erinnerung habe, wenn ich jetzt Scheiße erzähle, dann hat sich das einfach geändert. Oder ich weiß einfach nicht mehr. Drücken wir jetzt einmal da drauf. So, jetzt bei seinem Obacht. Barren 23, was bedeutet das? Die kann ich da drin fertigen, weil wir mir Eisenerz abgebaut haben. So, wir können noch keine Eisenplatten machen und keine Eisenstangen, weil wir noch keine Eisenbarren haben. Das kann ich von Hand machen. Da drücken wir jetzt einfach mal drauf, fertigen. Und dann passiert einfach gar nichts. Warum passiert da gar nichts?
Warum passiert da gar nichts? Eingang, Ausgang. Oder ist das all over? Ist das wie meine Fabrik gerade läuft? Alter, ich muss oben bleiben. Entschuldigung, ich muss oben bleiben, habe ich nicht gewusst. Habe ich erst lesen, Birger. Erst lesen! So. Also ich stelle mir natürlich, wir brauchen wahrscheinlich am Schluss des Spiels 500.000 sehende Eisenbahnen. Ich stelle mir nicht 80 Stunden daher und baue Eisenbahnen von Hand. Ich baue jetzt am Anfang natürlich schon. Ja, ist gut. Das ist quasi die manuelle Werkbank. Das ist mir alles wurscht. Was ist das? Da oben sind so Geschlösser. Das sind die einzelnen Stufen, die du freischalten kannst bzw. musst. Wir haben auf Stufe 0, ist aber eh klar. Dann gehen wir auf Stufe 0, gehen wir da auf. Hub Upgrade 1. Und dann steht dort, was wir dafür tun müssen. Eine Ausrüstungswerkstatt wird für die manuelle Fertigung von Ausrüstung verwendet. Das bin ich mir nicht sicher, ob das ist was anderes wie die Werkbank hinter mir, die müssen wir extra bauen. Dann braucht man einen mobilen Miner. Kann auf einem Ressourcenknoten errichtet werden, um die Ressource automatisch zu extrahieren, wie unser Eisenerz zum Beispiel. Sehr begrenzter Lagerraum. Werden wir sehen. Plus 3 Inventory Slots, verbessert den Werkzeuggürtel um zusätzliche Inventarplätze. Dann werden wir den Meilenstein auswählen. Und dann müssen wir mir jetzt quasi so Stangen herstellen, die da reinstecken und dann einen Hub verbessern. Sehe ich das richtig? Das werden wir am Anfang nur hübsch von Hand machen müssen, fürchte ich. Darum gehen wir jetzt einfach einmal her und schauen wir, was wir sonst noch so bauen können. Produktion, Werkbau. Wir können eigentlich überhaupt nichts bauen. Das heißt, jetzt pass auf, wir brauchen 10 sehende Stangen. Das müssen wir am Anfang wahrscheinlich alles von Hand machen. Das werden wir ausfinden. Brudi, finden wir raus. Gehst mir her, Eisenstangen und dann bleiben wir da oben. Baust du einmal mit 10. So, haben wir 10 Eisenstangen. Die stecken wir jetzt her, die stecken wir jetzt rein. Wunderbar. Alles noch relativ Boom! Hub Upgrade 1. Das ist aber schnell gegangen, das war aber nicht viel. Was ist das? Drücke E zum Konfigurieren von persönlichen Aufbewahrungsbox. Congratulations. You have unlocked Building Workshop, Equipment Portable Miner, Inventory Additional Slots, Hub Feature Personal Storage. 6th Objective. Complete Hub Upgrade 2. Note. Portable miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note. Multiple portable miners can be used on a single node. Das sind lauter so Sachen, die weiß ich nicht mehr, Alter. Das weiß ich nicht mehr, Alter. Auf alle Fälle haben wir jetzt, das ist der erste Meilenstein in deinem Hub. Wer war das? Das Nussbini. Baumenü ist cool und die Fahrzeuge hat es damals auch schon gegeben, bloß ein bisschen spade wie jetzt. Und du wär nicht bloß 500.000 Eisenbahnen, sondern viel mehr Kack, das wird noch lustig. Mit 1900 Stunden bin ich, glaube ich, gerade dritter Platz, die sie bisher gekriegt haben. Ich kann verstehen, wie man in diesem Spiel. Feuerwehr zu Vollfall, mit einem 20er, den ich schon wieder nicht gesehen habe. Habe ich die Ehre, Meister, Seidler auf die. Los, einen Seidler, Schmecker, kriegst eine Spätzle in Merci, die Alter. Bussi aufs Nussi. Snus bin ich, ebenfalls Bussi aufs Nussi. So, machen wir einfach weiter. So, das erste Upgrade wird wahrscheinlich einfach von Hand gehen müssen. Hub Upgrade 2 abschließen. Errichte eine Ausrüstungswerkstatt, in der du Geräte wie den portablen Miner erstellen kannst. Die Frage ist, das ist das da. Die Frage ist, was wir dafür brauchen. 6 Eisenplatten und 4 Eisenstangen. Ja gut, am Anfang werden wir wahrscheinlich da hergeben. 4 Eisenplatten. Jetzt machst du mal 4 Eisenplatten. Haben wir. Und wie viel? 6 Eisenstangen. So, passt. Dann gehen wir her, Baumenü, Ausrüstungswerkstatt, passt. Können wir bauen? Nein, 6 Eisenplatten brauchen wir. 6 Eisenplatten brauchen wir, gehen wir wieder her, Eisenplatten. Ja, können wir nicht mehr. Müssen wir nochmal Eisen abbauen. Das wird uns nicht helfen, Brüdi. Können wir da eigentlich auch von Hand einhauen? Nein, können wir nicht. Aber das Ding können wir abbauen, dann kriegen wir noch mal ein bisschen. Wie kann man das? Kann man das nicht? Brauchen wir noch mal ein bisschen Eisen jetzt. Jetzt wird es jetzt schon finster. Ich habe gar kein Licht. Was tun die in der Nacht, Alter? Alter, man kann auch einen Bohnen einhauen. Das macht natürlich relativ wenig Sinn, weil das ewig dauert. Das sage ich dir auch gleich schon. Deswegen gehen wir wieder zurück aus und bauen wir unseren Rest. Eins nach dem anderen. Sind wir sicher bei Haber Leute dabei, die sich mit Sicherheit jetzt fragen so, what the fuck is this for shit? Abwarten. Trust me, I'm an engineer. Trust me. So, machen wir jetzt einfach noch ein paar, wieso kommen nicht genug Mittel für Rezept? Mit der Psuffe. Müssen wir jetzt erst Eisenbahn, aus Eisenbahn bauen wir Eisenplatten. So. Kriegen wir schon. Eins nach dem anderen. Eines nach dem anderen. So, mehr brauchen wir dabei nicht. Jetzt machst du mal bei Eisenplatten.
Bam, 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 bam. So, und jetzt bauen wir unser Ausrüstungswäsche. Jetzt können wir es bauen. Ich habe keine Ahnung, wo wir die hinbauen, aber die baue ich jetzt einfach da mal straight. Hoppala. Die baue jetzt einfach einmal straight da unten neben unseren Happy. So, wird schon passen. Ich hab das Gefühl, man kann die noch mal abreißen und wenn's ein Scheißplatz ist, dann hilft es jetzt auch nicht. So, da gehen wir mal rein und schauen wir, was wir da drin bauen können. Ein Xenosapper und einen mobilen Miner, der uns dann automatisch das Eisenerz zimmert. Und dann, glaube ich, ist es schon langsam aber sicher der erste Schritt in Richtung automatischer Produktion. So, das ist meine kleine Kiste. Ja, hier, kleine Kiste, da tue ich bloß irgendeinen Schrott, den ich nicht dabei brauche. So, ja, da hilft's hin. Bauen wir mehr Eisenbarren. Wir brauchen so mobile Miner, damit wir mir das Eisen jetzt automatisch rausholen. Dann bauen wir da so einen Extraktor hin. Beziehungsweise, je nachdem, wie es halt weitergeht. Und irgendwann läuft das nämlich automatisch. Dann werden automatisch das Erz zu den Eisenbarren, aus den Eisenbarren wird automatisch Eisenplatten gemacht und so weiter. Und das geht bis in alle Ewigkeit. Ja, jetzt mir gehen wir auf. Jetzt mir gehen wir auf. Stufe 0, Hub Upgrade 2, was brauchen wir überhaupt? Ein Schmelzofen, Stromleitung, Kupferbarren, Draht, Kabel, Scanner-Aktualisierung, Kupfer jetzt. Meilenstein auswählen. Ja, eins nach dem anderen, Kinder, eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir erstmal da rein. So, und bauen wir mal 2 sehende mobilen Miner. Nicht genug Mittel für Rezept. Wir brauchen Eisenplatten und Stangen. Machen wir unsere Eisenplatten und Stangen. So. 2, 4, 6. Und da machen wir 6 Eisenstangen draus. So, das ist schon mal Epsi. Haben wir schon mal Epsi. Wer war das wieder? Das Lust bin ich wieder. Wenn wir da mal mitmachen können, war ich auf jeden Fall dabei. Wenn ich reinkomme und wenn du Lust hast, kannst du mal eine Map anschauen, wo ich in der Späte seit 3 Tagen spielen. Immer her damit. Wir werden auch das Ganze, das kann man miteinander spielen für alle. Ja? Die das interessiert. Das werden wir beim nächsten Mal auch tun. Aber beim ersten Mal mag ich erst mal eine Runden Solo spielen. Snooze bin ich merci. 2 Mal hintereinander merci, übrigens, merke ich gerade. Und sorry, wenn ich auf YouTube jemanden übersehen habe. So, jetzt bauen wir mal einen mobilen Miner und schauen wir uns das einmal an. Alles klar. Jetzt haben wir da in unserem Menü einen mobilen Miner. Wir platzieren den. Das weiß ich einfach. Ah ja. Den kann man da in die Hand nehmen. Da wird es wahrscheinlich auch ein Tastenkürzel geben, aber das kriegen wir schon. Lest mir einfach einmal da links. Pfefferhans, vergelt's dir wieder den Zehner. Bussi aufs Nutzi. Hey, Bürger ohne Witz, du bist der Geilste. Ich feiere dich jetzt schon seit mindestens 8 Jahren. Wir gehen das, so lange bin ich gar nicht da. Ja, doch bin ich schon. Jetzt lang. Hey, deine Lidl sind die Besten, beste Grüße vom Pfeffer. Herr Pfefferhans, vergelt's dir wieder den Zehner. Ihr seid die Besten. Es ist mir eine Freude, Sie belustigen zu dürfen. Was haben wir da? Ein Mitch, Mr. Mitch. Einen schönen Abend und liebe Grüße aus Österreich. Schöne Grüße aus Österreich. Aus Niederbayern an unsere Lieblingsnachbarn. So, jetzt bei Obacht. Halte E gedrückt, um Folgendes aufzuheben. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt da auf unserem Eisenerz-Ding, wie platziert man das? Den stellen wir jetzt da hin. Was tut er jetzt? Bohrt der jetzt da von selber rein. Sehe ich das richtig? Wie geil, das ist schon geil gemacht. Kannst du sagen, was du magst. Jetzt bohr einen ins Viech! Einen ins Viech! Ja, schaut ungefähr so aus wie... Na, sag's nicht. Nein, sag es nicht. Bist du da wieder? Wir waren das jetzt wieder. Zerfix, der Paprika. Bin auch wieder da. Habe ich die Paprika seht. Merci dir. So. Wie ist jetzt das? Da drücke ich zum Öffnen des mobilen Miners. Jetzt schauen wir da mal rein. Schau, was der tut. Der baut jetzt das Eisenerz ab und das so gut wie automatisch. Geht das eigentlich? Ja, geht. Das müssen wir jetzt halt da leider Gottes noch von Hand rausholen. Aber das wird uns nichts helfen. B, Taschenlampe ist B. V ist der Scanner, X und Tab. Okay, das kriegen wir hin. Da gelangt uns jetzt dabei einmal einer. Gelangt uns da einer? Ich weiß nicht. Ich weiß ja gar nicht, was wir brauchen. Aktueller Meilenstein. 20 Stangen, 10 Eisenplatten. Dazu werden wir ein bisschen mehr Eisenerz brauchen. Das werden wir auch immer noch von Hand machen müssen. Aber was wir dann kriegen, ist eigentlich schon dann der erste Schritt in Richtung... Hoppala, so das Abrissmenü. Können wir eigentlich schon in die erste Richtung, dass das dann automatisch gehen kann. Was kriegen wir da dann? Schauen wir mal. Aktive Meilensteine auswählen. Den Schmelzofen. Der schmilzt dann das Eisen jetzt schon automatisch zu den Barren. Und dann wird der nächste Schritt sein, so eine Art Fabrikator, der dann aus einer Ressource die nächste macht. Und dann fängt es an, langsam aber sicher interessant zu werden.
kreislig ist halt, dass wir das jetzt noch von Hand machen müssen, aber das hilft nicht. Aber wir müssen einhacken, da müssen wir meine hacken, so, ihr Bauschutz, ja, ich habe einen Helm auf, passt schon. Habe ich die Ehre. Wenn das ziehen wir an unsere Pip und dann schauen wir weiter. Was ist schon? Noch mit Meilenstein her. Wie viel braucht man? 20 Stangen, 10 Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen 15, 35 Eisenbarren. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. 35 habe ich da richtig gerechnet. Ich weiß das nicht. Das werden wir ausprobieren. Ja, Learning by doing, Alter. Learning by doing, Alter. Haben wir 29, das muss klar. Bürgerbau, wir tun was wir können. Was für Krankenversicherung, Alter. So. Wie viele Eisenstangen haben wir? Wo ist denn eigentlich unser Hafen sein? Da. 20 brauchen wir. Wunderschön. Eisenplatten. Haben wir 16. Brauchen wir noch ein paar? 4, um genau zu sein. 1, 3, 4. Ja, das muss klar. Kriegen wir mit eigentlich immer 2 raus? Ja. Jetzt haben wir 18. Noch ein bisschen. Hauen noch ein bisschen ein. Das können wir uns jetzt dann sparen, weil das geht jetzt dann automatisch. Das zeige ich euch. Jetzt passe ich mal auf. Jetzt schauen wir mal. So, dann legen wir das da rein. 10 Eisenplatten. Wir haben es aber 2 gemacht, merke ich gerade. 20 Stangen. Hab verbessern! Nice! Drücke E zum Konfigurieren. So, was ich cool finde, ist, dass auf alle Fälle das Gebäude schon mal mitwächst. Dass man das auch optisch sieht. You have unlocked Hub Feature, Biomass Burner. Scanner Feature, Copper. New buildings and recipes, which can be found in the Build menu and Craft Bench respectively. Und jetzt haben wir neue Gebäude freigeschaltet. Complete Hub Upgrade 3. Hub Upgrade 3. Connect buildings to a biomass burner for power. Note: buildings such as the smelter require a recipe to be set. Okay, so, folgendes. Advice: Was ist automate das? the smelting process and use portable miners for optimal results. Okay. Eins nach dem anderen, Kinder. Eins nach dem anderen. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Der Biomassebrenner. Wir haben jetzt an unserem Hub einen Biomassebrenner drauf. Weil irgendwie, der Schmelzofen, der läuft ja nicht zur Gaudi. Ja, der ist ja nicht, weiß ich nicht, der ist nicht wie nein, das sag ich jetzt lieber nicht. Sonst was ist mit dem Kanal. Denn wenn du sagst, morgen mal, dann sagt er, ja, komm, ich mach ich. So. Wir brauchen einen Strom. Und dazu müssen wir was verbrennen. Und wenn ich mich richtig erinnert, dann haben wir vorher irgendwann einmal so Gras aufgekommen. Und was ist das da? Blütenblätter. Und Holz. Ja? Und das können wir da reinwerfen und dann produziert das Strom. Jetzt weiß ich bloß nicht, das probieren wir jetzt einfach mal. So, das ist mir relevant. Das ist cool gemacht, das war früher noch nicht so ganz am Anfang. Glaube ich, dass da die relevanten Gegenstände angezeigt werden, wenn du in einem Gebäude drin bist. So, jetzt steckt man da mal ein Holz ein. Was passiert jetzt da? Das Holz wird jetzt verbrennt und dann wird Strom generiert und dann wird das verbraucht. Okay? So. Gott sei Dank ist das nicht wie ein Factorio, dass das einfach weiter brennt. Oft einmal, sondern erst, wenn wir was verbrauchen. Wir haben noch keine Gebäude, mit denen wir was verbrauchen, die müssen wir jetzt produzieren. Was haben wir da jetzt alles gekriegt? Den Schmelzofen. Schmilzt Erz zu Barren, kann automatisiert werden, indem Erz mit einem an dem Eingang angeschlossenen Förderband zugeführt wird. Die produzierten Barren können automatisch extrahiert werden, indem ein Förderband an den Ausgang angeschlossen wird. Kosten 5 Stangen, 8 Drähte, steht da rechts unten. Soweit sind wir, glaube ich, aber noch nicht ganz. Da haben wir Stromleitungen, da haben wir Spezial. Wie genau fangen wir da jetzt an? Muss ich das von Hand da reinstecken dann, oder wie? Kann ich den bauen? Was brauchen wir da dafür? Eisenstange 5, Draht 8. Zu teuer! Da steht ganz klar dort, zu teuer, den können wir noch nicht bauen. Wir müssen, jetzt pass auf, wie wir vorher nach Eisenerz gesucht haben, nach Kupfererz suchen. Das nehmen wir jetzt einmal, Ping. Und dann ist da hinten Kupfer. Das ist wahrscheinlich die nächste Ressource. Und im Kompass sehen wir 365 Meter, 375 Meter weit weg. 478, die nächste Kupferquelle ist 180 Meter da im Eck hinten. Die holen wir uns. Währenddessen gehen wir mal an unserem Schmelzer-Sepp vorbei, klauen wir mal alles raus, nehmen wir mit. So, dann können wir gleich mal das Gelände testen, ob man da aufspringen kann. Ja, kommen. Man kann da, wir sammeln mal jeden Scheißdreck ein, jede Stauern sammeln wir ein, jawohl, her mit dem Schund.
Immer her mit dem Schund, immer her mit dem Schund. Wo ist der Kupfersepp? Da oben ist der Kupfersepp. Hab ihn genau gesehen. Ich hab ihn genau gesehen, da springen wir einfach auf, wie das geht schon. Schau ihm hin. Her mit dem Kupfer. Immer her mit dem Schund. Wunderschön. Was ist das? Du Wichstrische. Nein, wir tun meinen Sepper her. Wir tun meinen Sepper her. Gib mir meinen Sepper. Gib mir den. Da, gib mir den. Wo ist denn? Wo ist denn das Viech? Bzz, bzz. Aua, 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 aua. Bzz, bzz. Ist er schon hier? Ist er schon hier? Was ist das? Du gehst zum Aufwärmen von Alien-Panzer. Alien-Panzer. Ich weiß nicht, was man aus dem Alien-Panzer tut, aber vielleicht einen Panzer bauen. Keine Ahnung. Stauern aufglauben für den Strom. Wo ist jetzt die Kupferquelle hin? Bin ich besoffen? Nein, da ist. Okay. Kommen wir eigentlich... Der Xenosepper. Ja, ist ganz wichtig mit S-E-P-P. Ganz wichtig. Was? Scrollen? Warum scrollen? Also mit Scrollen tue ich quasi meinen Sepper her. Muss ich das... Weiß ich nicht mehr. Ist ja wurscht. Ich werde mir fürs nächste Mal merken. Wer war das? Der Void. Merci, Herr Void. So, eine mit dem Kupferherz, da nehmen wir jetzt ein bisschen was mit. Kann man eigentlich unterwegs was bauen? Wenn man das Zeug hat, oder muss ich da jetzt mal in die Werkstatt? Weiß das jemand? Ich vermute nämlich, dass ich jetzt mal zurück in diesen Hub muss. Aber das ist genau die Krux an der ganzen Sache, deswegen muss die Scheiße automatisch funktionieren. So, wir rösten mal, was haben wir da hinten? Da ist der Hub. Kannst du alte Werkbanken nachstellen? Aber man kann eine Werkbank, kann man sich da hinstellen extra. Frutti, merci dir, Alter. Bussi aufs Nussi. Bier und Bürgerschau, was tat man denn sonst? Wenigstens kennst du das. Merci dir, Alter. Der Luis, Moin Bürger, MK2 und ÜR sind wieder am Start. Gott sei Dank gibt's die wieder zum Ende der Sommerpause. Grüße an Flo Gottlieb, welcher leider nicht bei uns sein kann. Grüß, Bussi, welcome back, merci dir. So, den Scheiß nehmen wir auch gleich wieder mit. Das ist unser... Oh, da haben wir einen Alien-Panzer von vorher, ne? Den haben wir vergessen. Jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt produzieren wir uns die Scheiße einmal. Schauen wir mal, was wir bauen können. Wir brauchen auf alle Fälle nochmal so einen Miner. Ja? So einen mobilen Miner für das Kupferding da oben. Das ist gleich einmal das erste. Rechte zur Aufgabenliste hinzufügen. Wie kann ich das da? Aufgabenliste hinzufügen. Aha, das ist ja cool. Schau hin. Da drückst du hier, dann sagst du rechts, was zusammen muss. Das ist cool gemacht. Das glaube ich hat es ganz am Anfang auch noch nicht gegeben. Ja, das ist schon schön zum Sehen, wenn sie Spiele komfortabler entwickeln. Währenddessen gehen wir da mit da. Ja, da wird es dann schon komplexer. Das werden wir heute nicht mehr zusammenkriegen, das garantiere ich euch. Aber ist ja wurscht. Jetzt schauen wir mal. Eisenbahn. Jetzt bauen wir immer mehr ein paar Eisenbahn. Ein paar Eisenbahn, ein paar Eisenplatten, ein paar Eisenstangen. Ja, muss einfach einmal sein, weil es sowieso nicht hilft, damit wir uns die Scheiße zusammenbauen können. Eine ins Viech. Das ist natürlich der etwas weniger spannende Teil, aber es ist ja wurscht. Der Weg ist das Ziel, Kinder. Bis dahin, Prost. Falls wieder irgendjemand kommt, saufst du da Wasser, das ist ein Wodka Gorbatschow, du Anfänger. Ja? So, keine Sorge, wir bauen da nicht 100 Erz zu Stalldingen, aber ein bisschen was werden wir da müssen, das wird uns nicht helfen. So, wie viele Eisenplatten haben wir? 22. Bauen wir einfach einmal so, damit wir noch 18 Stangen haben. Und dann bauen wir einmal. Dann bauen wir einmal ein wenig was. So, Kupferbarren haben wir auch. Brauchen wir auch. Ja, haben wir schon quasi 2 Grundressourcen, aus denen wir 2 bzw. 4 andere Ressourcen machen können. Und so geht es immer weiter. Aus Draht und Kabel und Eisenplatten werden dann später, keine Ahnung, Schrauben oder was oder Zahnradl oder irgend sowas. Und aus denen wird dann wieder das nächste und so weiter. Und die Krux ist, das alles in so einer Art automatisierte Fabrik zu verarbeiten. So weiter sind wir aber noch nicht. Aber gleich. Ja, gleich auch nicht, aber bald. Einigen wir uns auf bald, okay? So. Schulter rüber, merci dir. Beton, da gibt es Rohstoff Beton, Alter. Ja, echt? Das weiß ich nicht mehr. So, wir haben eine Kupferbahn hergestellt, dann machen wir da Draht draus. Ja? Aus einem Kupferbahn werden 2 Draht. Und aus Draht kann ich dann Kabel machen, was man da sieht. Und so weiter. Da machen wir uns jetzt einmal einen Grundstock. Und am Anfang geht das immer, ist ein Factorio also, da geht das echt zack, weil du alles von Hand machen musst und so. Aber interessant wird es dann, sobald die ersten automatischen Sachen laufen. Ja, kriegen wir schon. Kinder, ja, kriegen wir schon. Was mir ein bisschen wundert ist, dass man diese Laufbandel noch nicht früher kriegt. Das wundert mich ein wenig. So, jetzt machen wir da mal einen kleinen Kabelbestand, damit wir mal, weiß ich nicht, 40 Draht haben.
34 Draht, 34 Kabel, 30 Eisenplatten und 18 Stangen. Wahrscheinlich brauchen wir uns noch ein paar Stangen. Trust no one. Lange nicht mehr gesehen, gleich wieder Kind. Pussy aufs Nussi. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich schon, wenn es ins Chaos aussieht, wenn alles nur mit kreuz und quer läuft. Kommt. Wie gesagt, 2 Stunden in dem Spiel sind gar nichts. Absolut gar nichts. Kann gut passieren, dass am Samstag ein Spontan-Stream kommt, der 4 oder 5 Stunden dauert. Was tat man sonst, oder? Was tat man sonst? Außer, ich spiele mit den Spätzchen, meine Spätzchen irgendwas anderes. Was aber momentan nicht der Fall ist, weil ich auf Valorant keinen Bock mehr habe. Weil ich mein PC aus dem Fenster wirf. Wer war das? Mr. Trust No One, merci dir, oder? Florian Gottlieb, Grüße auch von mir, kann durch mein Praxissemester leider nicht bei MK2 und Jonas sein. Er hat ja quasi jeder, oder? Und der wird FaceTimen. Ich werde jetzt quasi über mich FaceTimen. Merci dir, Alter. Special Greets zurück und ja, was es eben ist. Jodlerkönig, Dere, bist der beste YouTuber. Mittlerweile möge ich mich gar nicht mehr als YouTuber eigentlich bezeichnen. Aber Video kommt. Ich kann bloß nicht versprechen am Sonntag, weil ich irgendwie herzlich selber zu heiser bin. Ansonsten gibt es nächsten Sonntag. Versprochen. Kennst du Tip Morning? Freilich kenne ich Tip Morning. So, jetzt haben wir fast alles durchgedroschen. Machen wir noch ein paar Dinge, machen wir noch ein paar Stecker. Die gehen nicht so schnell. Eisenstangen, her mit dem Schund, oder? So. Der Herr Kulzer mit seinem Arc schon wieder. Das läuft nicht so cremig wie das da. Das ist der Grund, warum ich kein Arc nicht mehr spiele. So, passt. Jetzt eins nach dem anderen. Wir bauen mal, haben wir gesagt, so einen mobilen Miner brauchen wir mal. Einen zweiten fürs Kupfer. Okay? So. Dann gehen wir mal daher und dann bauen wir mal einen Schmelzofen. Ja, bauen wir einfach mal einen Schmelzofen. Hier, Schmelzofen. Den kann man ja, ist vorher da gestanden, wenn ich den jetzt hinbaue und wieder abreiße, dann verliere ich keine Materialien, die ich da eingedroschen habe. Und so viel kostet jetzt der auch nicht. Der steht eh drunter 5 Eisenstangen und 8 Drähte. Das ist verkraftbar. Den stellen wir jetzt einfach mal da grob irgendwo hin. Später richten wir das dann ein bisschen schöner aus, damit es nicht total ins Chaos ausartet. So, Hinbau. Bauanimation ist auch cooler geworden im Vergleich zu früher, wenn ich das so sehe. So, jetzt sagt man, das ist wie bei deiner alten, oder? Vorne rein, nein, hinten rein, Entschuldigung. Vorne außen, 9 Monate später. Ja? So. Jetzt kommt dann der Punkt, wo ich selber auch nicht mehr so mich auskenne. Wahrscheinlich auch jeder, der das später 1000 Stunden gespielt hat, der wird sich denken so, Alter, was tust denn du? Was tust denn du, ahnungsloser Trottel? Oh, hör auf! Hau ab! Schicke das Bauschutzamt, schicke dir. Rumble Brothers, merci dir für den 5er, Bussi aufs Nussi. Magst du dann auch mit uns Satisfactory spielen? Mögt ihr mit mir Satisfactory spielen, näher gesagt. Wir werden mal Multiplayer spielen am Samstag. Wenn ich am Samstag komme, ist noch nicht sicher, ja? Vielleicht. Ansonsten nächsten Mittwoch Community-Zock, wie es genau hinhaut, weiß ich nicht. Ich kann euch irgendeine ID geben und dann geht's. Machen wir, kriegen wir hin. Merci für deinen 5er, Bussi Perle. Nostalgie Let's Plays. Servus Bürger, wie geht's, wie steht's? Schöne Grüße aus der schönen Schweiz. Schweizer sind die zweiten Lieblingsnachbarn. Ab in den Chat, habe ich die Ehre an die Lieblingsschweizer. An die linken Lieblingsnachbarn. Merci dir, Alter. Leider jetzt, so, das habe ich eh gerade falsch. Entschuldigung. Das Nussbeni schreibt, das zum Spende von vorher bitte lesen, danke. Wehe denn, wo denn? Sehr geehrter Herr Bürger, jetzt warte mal. Was steht da? Sehr geehrter, warte mal. Wo steht denn das? Hä? Sehr geehrter Herr Bürger, ich biete Ihnen hiermit an einen Tag, wo Sie können, einen Satisfactory Workshop an. Mit freundlichen Grüßen, Snoozebene. Snoozebene, da kennst du mich doch mittlerweile so lang, dass ich erstens auf Spenden in dieser Art sowieso nicht einsteige, weil sonst alle anderen sagen, oh, ja, muss mir wieder Geld geben, damit man mit dem spenden kann. Das ist mal das Erste. Und zweitens, der Weg ist doch das Ziel. Ja? Das selber entdecken und herausfinden, wie es funktioniert. Das ist doch der Weg. Ja, wenn dir das jeder vorkaut, ist er langweilig. Random Tobi, merci dir für deinen Zwickel. Leider, jetzt chillt's mit den Donations, sonst krieg ich einen Schlaganfall. Ist euch das bewusst? Random Tobi, moin Meister, viel Spaß, blablabla, bei dem Spiel. Werden wir haben. Ich hoffe, dass wir es haben. Wir werden sehen. So, jetzt chill. An Leitlinie anschließen. Das Ding braucht einen Strom, okay? Sonst funktioniert es nicht, weil von der Lore wird es nicht arbeiten. Das ist auch wieder wie der Alte, der muss alle 8 Wochen einmal ein Händchen Blärme schicken, ja? Dann kannst du da hinten rein und mit Klick kommt nach 9 Monaten vorn nichts außer. Ja? Hashtag hat er nicht gesagt. Hashtag Rückwärtsschwaber. So, jetzt probieren wir das einmal wie an Leitlinie anschließen. Was ist das? Ah ja, da kann man symmetrisch bauen.
Das heißt, wenn ich Steuerung drücke halt, dann kann ich diese Schmelzofen symmetrisch nebeneinander bauen, damit das später alles sauber ausschaut. Oder halt kreuz und quer, komm auch mal. Drehen, Baumenü, Beispielgebäude, schließen. So, wie tue ich jetzt da Stromleitung machen? Wir haben ein Kabel, ja, kostet Kabel. Und jetzt glaube ich, kann ich das, wir hatten das hier, ach, man kann da so Pfosten bauen oder was? Das weiß ich baue jetzt da einfach einen hin. Was haben wir, was? Noch benötigt Beton? Ja, Bruder, was weiß ich vom Beton, Alter? Ich möchte einfach da einen Strom anschließen. Wie soll denn das gehen so? Stromleitung. Stromleitung. Okay, die kann ich von da. Jetzt schau sie mal. Jetzt schau sie mal. Das ist jetzt total kreuz und quer, das ist überhaupt nicht, wie soll ich sagen, überhaupt nicht zukunftsorientiert. Aber wir ziehen jetzt quasi von unserem Biomasseverbrenner da hinten einen Strom zum Schmelzofen. Zack, das Böhnchen. Hashtag Gummiknautschall. Nice, Alter. Nice. Was haben wir da? Mr. Dark Rumble. Haben wir nicht vorher Rumble Brothers gehört? Schöne Grüße aus Österreich. Taugt mir, dass du zurück bist. Taugt mir ebenfalls. Merci dir. Bussi aufs Nussi. Merci für den 5 Euro. Bayern Agrar. Merci ebenfalls für den... Jetzt jetzt einmal auf. Ich kann nicht die ganze Zeit aufhören. Was los mit dir? Hey Birger, du musst mal wieder mit dem Team Bayern Agrar LS19 spielen. Frei nach dem Motto Kruzifix, wenn ich wichs, dann kommt nichts. Ja, das Problem ist, da kommt meistens 2 Euro. Ja, ich komme wo ich will, ich komme wann ich will. Das ist aber, was ist das für eine Frage? Hamona wird! Leute, jetzt chillt so, was ist denn los schon wieder? Hinten rein, vorne raus, erklärt die ganzen alle. Ja, vor allem die vor dem Reichstag mit der Reichsfahne stehen, die werden so produziert. Bloß da kommt leider Gottes 9 Monate später was raus, weil es zum Fegeln auch noch zu blöd sind. So, Hamona wird, merci. Michael, merci dir, habe dritt Bier geschehen, dass du wieder da bist, freue mich schon auf deine ganzen Streams. Und Franziska, die vergisst man nicht, So, jetzt muss ich kurz mal was trinken, weil was hab mich am Montag da, Leute? Was habe ich am Montag getan? Ich kann nicht mehr schmatzen. Es wird nichts mit dem Video bis Sonntag. So, ja, das ist, ich muss schreien im Video. Achtung, Spoilergefahr. Wissen wir nämlich auch gleich, was geschlungen hat. Oh. Auf euch, Kinder. So. Was ist jetzt da gestanden? Du kannst keine weiteren Leiter, okay. So, jetzt pass auf, was? Bald hörst du über den Joe Cocker, ja, ich glaube auch. So, jetzt schauen wir da einmal. Das Ding produziert Strom. Schauen wir 20 Megawatt. Verbraucht das jetzt halt auch schon was? Moment, da müssen wir einen Zeiger hier halten. Verbrauch ist 0,1 Megawatt. Ja, es verbraucht schon was, schaut sie. Ein Pixel hat sich der Balken verschoben, obwohl das Ding noch gar nichts produziert. Das ist natürlich voll kacke, deswegen schalten wir den jetzt da mal auf Standby, damit wir mir kein Holz nicht verschwinden. Das Holz schirmen wir hinten neu, das wir dabei haben. Okay, passt. So, jetzt muss dieser verkackte Schmelzofen, der muss jetzt zum Konfigurieren von Schmelzofen. Schauen wir uns das einmal an. Okay, ich erinnere mich, das habe ich jetzt nicht mehr gewusst. Man muss einstellen, was der da soll. Soll der Eisenbarren produzieren oder Kupferbarren produzieren? Da direkt ein Meter neben der Eisenerz-Dings steht, soll er halt Eisenerz produzieren. So, klickt mal drauf. Dann steht dort, er braucht, was jetzt, warte mal. Ein Eisenerz verbraucht er 30 pro Minute. Das heißt, alle 2 Sekunden frisst das Ding ein Eisenerz und produziert einen Eisenbarren 30. Entschuldigung, muss mal Kupfer lassen. Entschuldigung, ich bin raus. Asozialer Hurensohn. Ich bin. Ich bin natürlich nicht raus. Ein Eisenbarren produziert er aus dem Eisenerz und macht 30 Teile pro Minute. Das heißt, er hat eine Übersetzung von 1:1. Er frisst einen Eisenbarren und er frisst ein Eisenerz und produziert einen Eisenbarren. Verbraucht dabei 4 Megawatt, und was heißt 2 Sekunden? Ja, braucht genauso 2 Sekunden, um einen Eisenbarren zu produzieren. Das ist deswegen später wichtig, weil das später... Du hast dann Extraktoren, die nur so und so viel produzieren. Du hast Fließbänder, die nur so und so viele Teile pro Minute transportieren. Und da fängt es dann an, dass die das Spiel so hart süchtig macht, das zum Optimieren und immer mehr und immer mehr. Aber langsam. So, jetzt pass auf. Was der wir? Wir schirmen ja jetzt einmal unser Eisenerz in den Arsch. Zack, das müssen wir jetzt da noch von der Hand einlegen. Was später automatisch geht.
Ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon automatisch geht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauchen wir Fließbänder dafür und andere Art von Extraktoren. Aber eins nach dem anderen. Eines nach dem anderen, Kinder. So, jetzt geht da natürlich nichts, weil wir den Strom ausgeschaltet haben. Herr Franzl, vergesst nicht für den Zwick, Leute. Was tust du denn? Franzl, was spielen wir das nächste Mal? Was? Fall Guys am Montag. Was habt's denn irgendwann, Leute? Schauen wir mal. Ja, aber wahrscheinlich Fall Guys am Montag. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück aus und schalten wir den Strom ein. Ja, jetzt gehen wir hier mal den Strom. Zack, das Böhnchen. Kein Strom. Schalten wir ein. Dann schauen wir. Aha. Und unser erster Schmelzofen, Leute. Pro-Gamer. Pro-Gamer. Schieb was nicht wird. Schau dir noch. Produziert aus unserem Eisen jetzt automatisch Eisenbahn. Wunderschöne Sache, oder? Der Fint-Fan schreibt auch ein Schnackselautomat. Wenn man es genau nimmt, ist das die Definition von einem Schnackselautomat. Ja, im Prinzip, wenn man es genau nimmt, steht der Biomassereaktor da hinten, schleudert sie einen im Dauergang, solange er Holz hat und solange er noch kann. Das schleudert er der Alten auf den Arsch auf und die Alte macht Kinder draus. Ja, so kann man das erklären. Nämlich genau 30 pro Minute. Ja, jetzt hat er natürlich aufgehört, weil er kein Eisenerz mehr hat. Was haben wir jetzt deren? Jetzt gehen wir da her, gehen wir zu unserem Mobile Extractor. Schauen wir, der hat 100 Eisenerz drin. Die der wir außer. Hat es vorher geheißen, wenn der voll ist, dann hört er das Bohren auf. Gehen wir wieder zurück aus und pflanzen wir sie ihm gleich da rein, damit der schön durchproduziert. Ja? Da werden wir die. Bei wie viel Eisenbahnen im Lager hört denn das Ding auf zum Produzieren? Werden wir herausfinden. Währenddessen gehen wir her und bauen wir gleich einen zweiten Schmelzofen. Für was? Fürs Kupfer. Weißt du, wo wir den hinbauen? Direkt daneben bauen wir den hin. Haben wir genau das gleiche, was wir mit ihm da gerade gemacht haben, stellen wir auf Kupferbarren. Da ist genau das gleiche. Oh, vielen Dank für euer Schreiben. Passt auch 100 rein. Das heißt, er hat dann 100, also aus 100 Erz hat er 100 Barren gemacht, dann hört er auf, wenn immer mehr reinpasst. Ziel ist natürlich, dass man diese Sachen abtransportiert. Sprich, dass da später ein Laufbandel dran ist, also ein Förderband, dass der immer produziert. Ja? Effizienz ist alles. Gehen wir später dazu. Für alle, die 3000 Stunden im Speicher haben, ich weiß, wir haben massiv am Anfang und massiv nur Pausen, aber es gibt genug Leute. Bitte einmal in den Chat melden, wer das Spiel nicht kennt und wen interessiert, was ich da schmerz, dass ich das so erkläre, so gut wie es kann. Also ich kann es nicht besser erklären, ich tue mein Bestes. Ich hoffe, euch taugt's. Wenn es euch taugt, lasst einen Daumen da. Bussi aufs Nussi. So, ja, und dann brauchen wir ein Stromding wahrscheinlich. Jetzt pass auf, Stromleitung von... Wieso kann ich die nicht miteinander verbinden? Also, dass ich... Kann ich die nicht da ohne Stecker? Geht das nicht? Also, dass ich die direkt miteinander verbinde? Da brauche ich Strommasten dafür, oder? Und dann kann ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, an jeden Strommasten maximal 3 Verbindungen machen. Das heißt, ich kann 2 Geräte anschließen und einen Zugang. Glaube ich. Oder 4, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Das heißt, ich muss das Ding auch da hinten... Das heißt, ich kann noch gar keinen zweiten Schmelzofen nicht bauen, oder? Weil ich kann ja gar nicht an Strom anschließen. Und einen Strommast kann ich nicht bauen, ich weiß nicht, wo Beton ist. Ich kann ja noch nicht einmal... nein, stopp, hoppala. Ich kann ja noch nicht einmal nach Beton... Ist Beton eine Grundressource? Das weiß ich nicht mehr. Oder muss man den produzieren? Das weiß ich einfach nicht mehr. Mr. Blake! Mr. Blake! Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Ring, 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 Motherfucker! Ja! Ja! Vollbier Squad, Vorstand am Telefon. Der Mr. Damien Blake ist jetzt der Mitglied. Ja, ist richtig. Ja, schreib's dem 2. Mr. Blake, merci dir. Bussi aufs Nussi. Herzlich willkommen im Vollbier Squad. Ab in den Chat habe ich. Mr. Drake. So, das heißt, ich kann den noch gar nicht bauen. Habe ich das, ob wir da, wenn wir umschalten, habe ich das richtig verstanden? Okay. Dann müsste man, wie baut man eigentlich ab auf F, gell? Demontieren. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Dafür gehen wir jetzt einmal auf wieder zu unserem Kupfervorkommen und da pflanzen wir jetzt einmal, erst einmal nehmen wir wieder alle Stauern mit. Wachsen Stauern eigentlich noch?
glaub nicht, gell? Jetzt stellen wir erst einmal einen Mobile Extractor zum Kupfer. Damit wir das hätten wir eigentlich vorher schon machen sollen, währenddessen ich da irgendwelche Stories von Herr der Ringe und in der Länge von Herr der Ringe erzähle. Dem schauen wir wieder. Mir gefällt die Animation so gut. Das haben sie wirklich schön gemacht. Das ist wirklich. Und es läuft so flüssig, das Spiel. Das ist auch was mir richtig gut taugt. Es schaut sau gut aus und läuft flüssig wie Sau. Habe ich da oben eine Schnecke entdeckt? Ist das ein Schneckerl? Das ist doch ein Schneck, ich seh's doch genau. Weiß ich auch nicht. Alter, was tut der Alte da? Da zeigt's mir gleich einen Arsch. Da zeigt's mir einen Arsch. Da zeigt's mir einen Arsch und haut ab. Naja. Ja, dein Alte ist so fett, ich fahr dem Pizzalieferdienst entgegen. So, her mit dem Kupfer jetzt. Tust du mir mal ein bisschen kurz an. Jetzt pass auf. Komm mal, das Viech, das tut doch keinem was. Oder? Ich meine, das Viech tut doch keinem was. Das tut ja keinem was. Das tut ja kein Menschen was. So, nehmen wir das Kupferdings noch mit. So, und dann schauen wir mal. Das Grundprinzip von Strom, das haben wir jetzt gesehen und verstanden. Das ist auch noch ziemlich easy und easy peasy lemon squeezy. Und wenn wir mal ganz rechts oben schauen, wir müssen eigentlich bloß die dritte Stufe vom Hub ausbauen. Wo ist unser Hub? Da ist der Hub hinten. Dazu brauchen wir 20 Eisenplatten, 20 Stangen und 20 Draht. Oder Drähte. 20 Drähte haben wir, 20 Stangen haben wir und geschissene 20 Eisenplatten haben wir auch. Dann, ganz ehrlich, schauen wir mal, ob er schon voll ist. Das kann durchaus sein. Schaust du ihm hin, er ist schon voll. Und hauen wir ihm mal das Kupfer. Moment, Rezept. Bauen wir auf Kupferbarren um, hauen wir ihm das Kupfererz ein. Jetzt produziert er Kupferbarren. Wunderschön. Soll er die dabei produzieren? Wir upgraden wir unseren Hub, damit wir die nächsten Stufen erreichen und die nächsten Gebäude freischalten, um das Ganze komplexer zu machen. Ist übrigens schön gemacht vom Spiel, dass das so schrittweise geht. Jetzt verstehe ich, warum wir nicht sofort Laufbandel und den ganzen Scheiß haben, weil es die überhaupt nicht auskennen. Jetzt hättest du überhaupt keine Chance nicht. So, jetzt bei im Obacht. Da steckt man mir ins Upgrade 20 Eisenplatten rein, da steckt man mir 20 Stangen rein und 20 Dradl und schon haben wir es, Alter. Schon haben wir es. Hab verbessert. Brr, brr. Nice. Neue Gebäude, neue Teile, neues Scanner. Zuhören, was die Eva sagt. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. 8th objective, complete hub upgrade 4. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Strommasten, Stromnetz. Verstehe. Das ist genau das, was wir gerade versucht haben auszufinden. Das sehen wir jetzt aber gleich. Was steht da oben? Schließe Hub Upgrade 4 ab. Verwende Strommasten, um mehrere Gebäude an das gleiche Stromnetz anzuschließen. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, habe ich nicht mehr gewusst. Gebäude wie der Konstruktor, das ist wieder jetzt wichtig, erfordern ein eingestelltes Rezept und eine funktionierende Stromversorgung. Haben wir alles und das mit dem Rezept haben wir auch schon gesehen. Das wird wahrscheinlich gleich kommen. Erinnerung: Informationen zu Rezepten und Gebäuden können im Codex eingesehen werden, der mit der Taste X aufgerufen werden kann. Okay, brauchen wir dabei nicht. Währenddessen können wir mal schauen, was das Hub Upgrade 4 auf Stufe 0 kann. Wir kriegen Fördermasten, da kriegen wir dann wahrscheinlich Förderbänder, nehme ich an. Förderband Mark 1. Transportiert bis zu 60 Ressourcen pro Minute. Das ist auch das, was ich vorher gesagt habe. Das Bundle kann nur 60 Teile pro Minute transportieren. Das hilft da quasi ein Scheißdreck, wenn du hinten 180 produzierst, aber das Laufbundle bloß 60 geschafft. Lauter so, das ist schon wieder fortgeschritten in Schüssel. Wir kriegen plus 3 Inventarslots und Meilensteinkosten, sehen wir da unten, jetzt brauchen wir schon 75 Eisenplatten, das ist schon mehr eine Hausnummer. Wir brauchen 30 Kabel oder 20 Kabel, haben wir schon, und 10 Beton. Meilenstein auswählen, kriegen wir hin, eins nach dem anderen Leid. So, schauen wir mal. Unsere Rezepte haben sich erweitert. Kennt man vielleicht aus Minecraft, jetzt können wir nicht bloß Eisenplatten und Eisenstangen bauen, sondern auch Schrauben. Und dann verstärkte Eisenplatten aus Eisenplatten und Schrauben. Merken die Leute, die das Spiel nicht kennen, merken die Leute langsam, auf was das hinausgeht. Das mache ich natürlich nicht von Hand. Ich bin ja nicht geistig behindert, stelle mit 3,5 Stunden in die Werkstatt hin und drücke auf eine Tasten und schaue zu.
Herr Schneider! Kruzifix, muss ich wieder telefonieren. Entschuldigung, Moment. 555 HUREN Einkaufszentrum. Ja, ich bin schon wieder. Schreib's dir auf. Schreib's dir 2. Freunde, schreib's dir 2. Herzlich willkommen im Vollbiersquad, sagt sie ihm. Ab in den Chat, Bussi aufs Nussi, merci für die Mitgliedschaft, Alter. So. Eins nach dem anderen. Ich glaube, wir kommen nach Beton. Ja? Der Dex 187 kennt's. Meine neue Telefonnummer. Meine neue Telefonnummer, Douglas. 555 Nase. Beste Serie gewinnt. Seiching Sepp! Kaum trat mein Bierger auf, hört mal als erster an deinen Mutterwitz. Nein, das war dein alte Witz. Entschuldigung, ja, da lege ich Wert drauf. Das war dein alte Witz. Merci dir, Alter. So, jetzt pass auf. Wir haben da jetzt Strommasten und was weiß ich. Nein, wir haben ein neues Material, nach dem wir jetzt scannen können, nämlich, so Kalkstein. So ein Kalkstein. Wo man quasi aus Kalkstein wird dann Beton, sage ich das richtig. Ja, wir haben herauszufinden. Scannen wir mal nach Kalkstein. Wo ist Kalkstein? Da ist das erste 135 Meter. Brudi, da reist. Nein, bevor wir da umreisen. Nehmen wir uns so einen automatischen Extraktor noch mit. So einen bauen wir uns einmal. Damit der gleich das Werkeln anfangen kann. Da hinten, weil sonst müssen wir wieder von vorne anfangen. Das ist nichts. Random Tobi! Wie oft muss ich jetzt noch umeinander telefonieren? Fix letten! Ja, Vollbiersquad, Vorstand da, der Random Tobi ist auch dabei. Ja, dem schreibst 3. Ja, schreibst den 3, weil es wurscht ist. Was? Was, Leute im Chat sollen einen Random Tobi grüßen, sonst ist er kein offizielles Mitglied nicht. Ja, Entschuldigung, ich hab vergessen, habe ich dir jetzt zum sagen. Algero. Bussi aufs Nussi. Weißt du, was es ist? Ab in den Chat habe ich dir Random Tobi. Jetzt würde ich fast schon Random Tobi sagen. GZ, Birger, GZ. Pro-Gamer wieder. So. Wo ist der Kalksteuer? Kalksteuer! Der war doch da hinten irgendwo. Müssen wir nochmal scannen? Hab ich nicht aufgepasst. Entschuldigung. Wo ist denn jetzt hin? 54 Meter. Wo haben wir da oben? 300. 54 Meter. Da muss doch da vorne. Da muss doch der Kalk... Ach, da unten ist der Kalksteuer. Und der Alien-Sepp. Ich hab schon gesagt, das erinnert mich, glaube ich, auch noch. Wie tue ich mein Sepper her? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub starren zusammen. Ich glaub der Dings kommt gleich. Ich glaub der Alien-Sepp kommt gleich. Gibt's eigentlich... Aua! Grütze, fix! Du Mistviech, du Ochstor! Jetzt kann ich eigentlich schießen? Ich dachte, ja, geh runter da, weil ich dich aus dem Leben strahl. Du Wichs-Griffelfinger. Oh, hat's dich schon. Was willst du? Oh, da ist ein zweiter, da bist du besoffen. Geh weg, ich sag dich gar nicht. Wo bist denn? Hab! Wolleck, wo ist denn der geflogen? Der ist einfach nach dem Buktu geflogen, Alter. Der ist einfach Ja gut, ich darf auch davon fliegen, wenn ich mir zwischen die Füße Elektroschock. Oder Achtung, Alien-Panzer, den können wir mit Sicherheit noch für irgendwas brauchen. Ja, die haben wahrscheinlich relativ selten, weil jede so ein Ressourcenspot, der wird von so einem Alien bewacht oder halt von 2, keine Ahnung. Dementsprechend wird es nicht so recht viel so Alien-Viecher geben, keine Ahnung. Ein bisschen Holzblätter und Blütenblätter aufgeklappt, das passt ja mal. Da hinten haben wir gleich noch ein Kupfervorkommen entdeckt. So, der Britzelstick, das ist ein gut, die Spreng, die haben gefällt mir. Der Britzelstick. Britzelstecker, der hat mir sogar noch besser gefallen. So, jetzt warte mal, was war das? Was habe ich da jetzt zusammengeklappt? Kateriumerz. Kateriumerz wird zu Kateriumbarren geschmolzen. Kateriumbarren werden hauptsächlich für hochentwickelte Elektronik verwendet. Okay, das war nicht unser Kalkstein. Da ist schon wieder der Alte. Und da ist der zweite Alte, die ist schon so... Alter, was ist das denn? Das ist ein fliegender Rochen. Aber mir gefällt er. Das ist ein netter Kerl. Arschpudern, Hannes. Bist du Mitglied Du bist doch schon beim Pralin-Squad. Was tust du denn im Vollbier-Squad? Ja, schreibst einem Arschpudern, Hannes, dem schreibst du auch 3. Dem schreibst 3, weißt du, wurscht ist. Merci dir, Alter. Achtung, für der Hannes, pass auf, der Hannes kriegt die Babytröte.
Die Babytröte ist mit Abstand das Behindertste, was mir jemals eingefallen ist. So, Mund putzen, weiter geht's. Deswegen waren da auch 2 Aliens, weil da einmal dieses Vorkommen ist und das da ist wahrscheinlich unser Kalkstein, wenn ich das so richtig sehe. Kalkstein. Ja, gibst du mir mal einen Brocker Kalkstein. Haust du mir mal, was? Auf dem Rochen kann man fliegen. You serious? Das werden wir rausfinden, wenn es das letzte ist, was wir tun. So, kann man jetzt da einfach den mobilen, jetzt gibst du mal den mobilen Scepter. Den stellen wir jetzt einfach mal auf, geht das? Wieso geht das nicht? Stellen wir nicht da daneben. Dem schauen wir wieder zu, weil er so schön gemacht ist, das gefällt mir gut. Er schaut ein bisschen nach Borderlands aus. Bin ich der Einzige, der sagt, es schaut ein bisschen nach Borderlands aus? Ein bisschen schon. So, funktioniert das? Funktioniert ihm das? Schau, yeah. So, mit dem wir dann ein bisschen mit der Hand weiter. Währenddessen erzähle ich euch die Geschichte vom was weiß ich wem. Der Hansel kommt gleich mit 3,50 €, poppt der Baumeister. Merci Hansel, Bussi aufs Nussi. Der Gentleman hat gerade was geschrieben, das habe ich übersehen, Entschuldigung. Merci für den 5 Alter. Ich gebe dir einen Tipp. Bau von Anfang an große Fabrikhallen. Die kannst dann später vertikal erweitern. Das brauchst du später. Ich weiß. Du kannst die später mit Hypertubes verbinden. Dann hast du effektiv Fast Travel und musst nicht ständig kilometerweise rumlaufen. Das heißt quasi nicht in die Fläche bauen, sondern nach oben bauen. Versteht das richtig? Und so kompakt natürlich wie es geht. Das war auch der Plan. Ja, ich meine, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Ich habe das erste Mal gespielt, wie es am ersten Tag rausgekommen ist. Das hat, ich weiß nicht, für 3-4 Tage. Soweit wie es halt damals gegangen ist im Hub. Bei weitem nicht so weit wie heute. Das war vor über 1,5 Jahren, glaube ich. Und da hat es das noch nicht so gegeben, ja. Keine Ahnung. Aber beim ersten Mal machst du es immer verkehrt. Ich gebe mein Bestes. Ja? Ich gebe mein Bestes. So, jetzt pass auf. Birger, du klopfst doch gerade im Takt von We Will Rock You. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the streets, gonna be a big man someday. Got mud on your face, big disgrace, kicking your can all over the place, singing. Und jeder daheim so, we will. Alter, wie ein Alter. Alter. Ring, Telefon. Ja, Bürgermeister was gehen wir? V-Strike. Mal, du Wichser! So, jetzt. Oh, leck, da meinst irgendwann fällt einem kein Scheiß mehr ein. Dann kommt der andere mit Scheiß We Will Rock You ums Eck. Ich glaub, dass du der geilste Typ bist, der umeinander rennt. Intensor, merci für... Alter, Fuchs. Schimpfen nicht, nimm's einfach. Ja, okay. Okay, Mr. Intensor, merci für deinen 15er. Ich halt mein Maul, sag aber trotzdem 40 mal merci. Merci bitte. Mr. Gentleman, merci übrigens auch. Glaube ich, hab ich nicht übersehen. Da steht sie lieber mit einem Euro und Beton! So, jetzt weiter im Pro, wie spät ist es überhaupt? Es ist schon 8:45. Möchtest du mich am Arsch lecken vielleicht? Der kurze Selbstschreibt der Birger We Will Rock, wo er will und wann er will. Ja, das hilft ja nicht. Das hilft ja nicht. Weil ich hätte mir mehr verausgabt, wenn ich nicht so verfickt heiser war. Ja, ich hätte mich richtig ins Zeug gelegt, aber ich kann nicht. Das hörst du selber wieder. Das hörst du selber. Ich würde auch gerne ein neues Lied recorden. Schon seit, weiß ich nicht, seit was ich wann. Kann ich nicht, weil sobald ich das Mal aufmache, hör ich mich an wie, weiß ich nicht, wie in der Ballrock aus Herr der Ringe. So. Was wollten wir eigentlich mal? Beton wollten wir mal. Schauen wir noch, wie man Beton macht. Was brauchen wir für Beton überhaupt? Schauen wir mal noch. Eins nach dem anderen. Verstärkte Eisenplatte, die kann ich noch mit einem Arschlecker, die brauchen wir nicht. Beton brauchen wir. Okay, der Beton macht sie einfach aus dem Stor.
das ist in Ordnung, da machen wir jetzt einfach mal ein paar. Der verbraucht 3 sichere Kalksteine, ja, und macht daraus einen, nein, 2 mehr Beton. Macht er jetzt so 2 Beton draus oder einen? Ein Beton. Okay, ein Beton. Ein Beton aus 3 so Steinen. Also da geht schon viel Material verloren, um ehrlich zu sein, bis da einmal der Beton da ist. Den müssen wir uns jetzt einmal von Hand machen. Und dann können wir diese Strommasten bauen. Was heißt das, wenn wir diese Strommasten bauen können? Jetzt machen wir mal so. Ja, da schau ich hin. Jetzt pass auf. Wie darf jetzt ich das machen? Ich sag, dass wir da 2 Mal ein Eisenvorkommen haben. Das heißt, unsere Schmelzöfen sind da direkt vor der Haustür. Den lassen wir ein bisschen am Platz, deswegen schirmen wir das alles ein wenig weiter da in die Richtung. Oder geht's da vorne eigentlich bergab? Oder da geht's ja bergab, Alter. Wir haben da sowieso eigentlich einen totalen Scheißplatz. Aber egal, Hälfte, wir machen das Beste draus. Wir nehmen es, wie es kommt. Brudi, wir nehmen es, wie es kommt. Jetzt stellen wir da einmal den Strommasten hin. Und ziehen wir, kann man eigentlich den Strom da, kann man den Strom da eigentlich abreißen? Kann man eine Stromleitung abreißen? Ja, einfach drauf zielen und auf F. Okay, so, dann machen wir eine Stromleitung von unserem Stromproduzenten zum Strommast. Und da steht ja schon, wie es vorher im Chat schon geheißen hat, 0 von 4 Verbindungen. Das heißt, ich kann einen Zugang legen und 3 Geräte anschließen oder einen Zugang legen, eine Verbindung zum nächsten Strommasten und immer zwei Geräte anschließen. So. Den wir gleich einmal nochmal weggehen. Und dann bauen wir Schmelzofen. Den bauen wir 2-mal. Den bauen wir jetzt 2-mal und zwar, ich darf jetzt einfach mal sagen, in diese Richtung nach da vorne. So. Weißt du was? Waren jetzt unsere Kabel hingekommen. Wir können die. Herr Keks! Ich geh jetzt nicht mehr ans Telefon. Bloß dass du es weißt. Dafür hast du ein Tröd-Konzert gekriegt. Ja? Herr Keks, merci für deine Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi, ab in den Chat. Habe ich die Ehre, Mr. Keks, und herzlich willkommen im Vollbier-Squad, im besten Squad der Welt. So, warum kann ich jetzt da eigentlich kein. Es hat doch geheißen, ich kann meine Gebäude verlustfrei abreißen. Ich hab vorher schon einen zweiten gebaut gehabt, wo ist das Zeug hin? Das versteht's nicht ganz. Hab ich die Gebäude im Inventar? Nö. Versteh nicht. Cycling, Hansel, fix lädt jetzt Herzeit auf. Hat ein wenig einen Stil wie Borderlands, Minecraft und Titanfall. PS, lesen wir letzte Donut bitte. Cycling, Intensor, Cycling. Meine Alte nehme ich immer mit in Token, damit ich ihr keinen Abschützkuss geben muss. Modern Problems need modern. Wie heißt. Was heißt Problemlösung auf Englisch? Ich weiß nicht mehr. Merci dir wieder. Mr. Wybio, Janis, merci. Leute, was ist denn los? Hansel, da stimme ich jetzt echt an wie ein Reibeisen, eine kalte Halbe wird da helfen. Nein, ich mag gerade nicht. Da hat halt der Niederösterreicher so mal. Der Niederösterreicher, der ist, glaube ich, dass sie der kalte Halbe im Pfotzen schüttet, wenn er heißer ist. Das bringt absolut nichts. Also Salbei-Tee soll ich helfen und ansonsten einfach 2 Tage schlafen, das passt schon. Mr. Wybio, dass im Rhythmus von We Will Rock You der Stein abgebaut wird, ist tatsächlich Absicht. Echt jetzt? Der Entwickler ist Queen-Fan und Satisfactory wurde am Todestag von Freddie Mercury released. Wenn das wirklich stimmt, was ich glaube, press F for Respect. Ab in den Chat. Geile Nummer. Richtig geile Nummer. Hab ich nicht gewusst. Janis, hab so gemacht, wie du immer sagst und hab mir einen Pulli gekauft statt zum Spenden. Vielen herzlichen Dank. PS, war jetzt eigentlich die Tausender Spende echt? Die war echt und ich hab mich mit dem Typen, mit der Person, was eine erwachsene, ganz normal und mit beiden Füßen im Leben stehende Person ist, unterhalten. Es ist alles legit. Und er hat mir ein bisschen geholfen, dass ich nicht gar so ein schlechtes Gewissen habe. Wer hat da kein schlechtes Gewissen, Alter? Ja? Wer das macht, das ist nach wie vor völliger Irrsinn, aber ich habe mich mit ihm unterhalten und es ist alles okay. Ja? War nicht keine Verarsche oder irgendwie sonst irgendwas, es hat schon einen Grund. Es hat einen Grund, warum er das tut. Die 20er Donation vorzulesen, was für 20er Donation? Ich sag doch das gar nicht, wo denn? Ich sag keinen 20er, wo?
Nehmt ihr da nicht über den YouTube-Scheiß-Chat her? Der Frank mit einem Euro, den habe ich gesehen. Wo ist da 20er gewesen? Ich seh keinen. Einen Hansel habe ich gesehen. Einen Harmonerwirt habe ich gesehen. Jetzt ein Bierger macht's mit der Hand. Wer nicht? Wer nicht? Wer nicht da herin? Da, der Bambi mit dem 20er. Fix letzten habe ich übersehen. Ich sag das im Nachhinein nicht, wenn es den YouTube-Superchat hernimmt. Bambi, erstens, der Helm ist richtig lit. Ja, aber er hat ein paar Löcher ab und zu. Egal. Patentberechtigt. Zweitens, wenn die wer mit dem Telefon sieht, der die nicht kennt, muss sich auch denken, der hat einen Gläscher. Da brauche ich nicht, weiß ich nicht, da glaube ich, brauche ich das Telefon nicht. Ich feiere dich so hart wahrscheinlich, haha, love you, Hashtag no homo, grüß von deinen Lieblingsnachbarn. Mr. Bambi, Bussi aufs Nussi, merci für den 20er. Tut mir leid, dass ich ihn übersehen habe. Tut mir leid. Entschuldigung. Ihr seht es im YouTube-Chat natürlich doch. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wie ich im OBS mehrere Tabs aufmachen kann und eventuell kriege ich sie, dass ich endlich finally die scheiß YouTube-History und Twitch-History im fucking zweiten Monitor da habe. Ansonsten kann ich nur die Twitch-Donations im Nachhinein lesen. Ja? Fürs Erste. Ich gebe mir Mühe. So, jetzt weiter im Spiel. Da wird schon wieder finster. Brudi, im Finster kann ich nicht arbeiten. Doch, kann ich schon. Egal. So. Wir brauchen offensichtlich Kupferkabel. Irgendwie verschwinden unsere Ressourcen im Nirvana, wenn ich es abbaue. Warum jetzt genau? Weiß ich nicht. Hau mir ein paar Dreidel. Brudi, gib ihm. Dann bauen wir 2 Schmelzöfen hin. Einen für Eisenbarren, einen für Kupferbarren und einen für Beton. Ja, die uns das automatisch produzieren, damit wir mir nicht jedes Mal in diese scheiß Werkstatt reisen müssen. So. Aber brauchen wir vielleicht Eisenplatten noch? Brauchen wir noch Eisenplatten? Moment, springen wir wieder rein. Bauen wir uns noch ein paar. Da bauen wir uns noch ein paar Eisenplatten. Tun Sie sich mal nicht hinunter, wir bauen jetzt Eisenplatten. Wie viel haben wir? 24, ja, gib mir mal 40. Oder verbrauchen wir alles, gibst dir mal 40, passt. So, dann Schmelzofen bauen. Kinder, Schmelzofen bauen. Und da bauen wir jetzt einfach 3. Da brauchen wir jetzt 3 Stück. Fürs erste bauen wir 3 Stück und die stellen wir jetzt einen nach dem anderen ein. Den ersten machen wir Eisenbarren. Den zweiten machen wir Kupferbarren. Und dann stellen wir kläglich fest, dass der Schmelzofen natürlich keine verdammten kein Beton herstellt, sondern nur Eisenbarren oder Kupferbarren schmilzt. Dann machen wir da ein Eisenbarren draus. Ganz einfach. Was haben wir da? Katerium jetzt, mit dem werden wir noch gar nichts anfangen können. Erz haben wir gar keins. Ist aber auch wurscht. Dann gehen wir jetzt da her und verbinden wir diese 3 Dinge. Einmal, zweimal, 3-mal mit Strom. Das heißt, alle 3 haben jetzt Strom. Wieso handeln die bloß gelb? Was heißt denn gelb? Also man sieht da diese LED, dieses LED-Licht da. Das heißt, bei Rot ist aus. Bei Gelb hat er wahrscheinlich keine Materialien, wenn ich so drüber nachdenke. Deswegen kann man die einzelnen ausschalten. Nein, kann man nicht. Da ist jetzt keinerlei Produktion drin. Darum schalten wir den Strom einmal. Ja gut, den brauchen wir jetzt auch nicht ausschalten. Da holen wir uns jetzt einmal schnell da unsere Ressourcen ab. Einmal. Bitte einmal 100 Eisenerz. Dann laufen wir zum Kupfersepp hinten. Kupfersepp. So, und das ist jetzt dann das Ziel, dass wir da eben nicht mehr hinlaufen müssen, sondern dass wir irgendwie hinkriegen, dass dieser Scheißdreck automatisch da Vierer fährt mit Laufbandel. Aber eins nach dem anderen. So, wie schauen wir da aus? Schauen wir auch gut aus? Haben wir genug Platz? Kann man da oben springen, ohne dass ich mir das Kreuz bricht? Ich weiß nicht. Oh, da war doch irgendwo. Da läuft schon wieder der Alte und da fliegt schon wieder der Alte. Gehen wir zum Kalkstein ab, der war doch irgendwo da herunten, ne? Ja, da ist er. Da haben wir einen Kalkstein hergebaut, da bauen wir den Stauanlage ab, damit wir besser was sehen. Und dann nehmen wir die 100 Kalkstein aus. Passt. Da oben habe ich übrigens eine Schnecke entdeckt. Was die Schnecken kennen, das ist dann fortgeschrittenen Schüssel. Da können wir aber nicht hin, weil da so ein Gas rundum ist. Ja, da wollte mich vorher einer im Chat schon reinlocken. Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Was, der Springer schreit, hey du Zipfi, der Draht war weg, weil du der ewig lange Stromleitung gebaut hast. Ach so. Je länger, ja gut, da habe ich jetzt nicht aufgepasst drauf, wie viel Draht das die lange Stromleitung braucht und ob die mehr verbraucht, je länger dass sie physisch ist. Ja, also optisch auch ist. Da habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst, um ehrlich zu sein. Gut.
Dann, da ich sagen, in den ersten hauen wir Erz ein. Kann man das eigentlich, jetzt warte mal, kann man das, wie halbiert man Stacks? In Factorio geht das mit Shift. Wie halbiert man Stacks? Mit Steuerung? Wie halbiert man Stacks? Was meine ich damit? Wenn ich da drauf drücke und da einer zieht, dass ich nicht 100 reinschiebe, sondern bloß 50 gehe. Geht das überhaupt? Geht das überhaupt? Wir waren der Vibe auch schon wieder. Das im Rhythmus haben wir schon. Hat der Entwickler ganz am Anfang der Pre-Alpha mal in einem Twitter-Post geschrieben. Release-Grund um We Will Rock You. Nice. Logisch, Wahrheit, Steuerung, Alt oder Shift. Alt geht nicht. Steuerung Linksklick nimmt alles, Steuerung Rechtsklick geht gar nichts. Shift nimmt er auch ganz. Nein, wollte ich nicht. Alte 4, Good Vibes. Habe ich den Speaker, das ist Sammy Place. Habe ich die. Einfach Rechtsklick. Steuerung Rechtsklick oder was? Nein, geht nicht. Passiert nichts. Na. Dann halbiert sie es im Inventar. Deswegen geht's nicht. Verstehe ich das richtig? Kann man irgendwas zerstören? Kann man das einfach wegschmeißen? Ja, kann man. Jetzt pass auf. Machen wir so. Nein. Einfach Rechtsklick. Jawohl, dann halbiert. Was? Dann nimmt er die ganzen Stacks. Was ist denn das wieder für Kass? Machen wir so. So. Passt. In den zweiten schieben wir den Haufen rein und der möchte von uns Kupfererz. So, jetzt läuft die Maschinerie erst alles schön grün, alles unter Strom. Mir bloßt man sauber, wegen einem Rauch am Aussehen, wunderschön. Erste Produktion läuft. So, jetzt liegt da natürlich ein Batzen Stroh aneinander. Hoppala, was der da tut, weiß ich nicht, den nehmen wir wieder mit. So, warum können wir jetzt kein Beton nicht mehr? Beton wird in einem Konstruktor gemacht. Wir haben vorher ein neues Gebäude freigeschaltet, nämlich den Konstruktor. Für den braucht man 2 verstärkte Eisenplatten und die müssen wir uns jetzt schnell an der Werkbank machen. Die können wir noch nicht automatisiert produzieren, aber das kriegen wir hin. Jetzt bei ihm Obacht. So, verstärkte Eisenplatten braucht normale Eisenplatten, 6 Stück, da haben wir genug, aber wir brauchen auch Schrauben und die werden aus Eisenstangen gemacht. Ja? So, eines nach dem anderen. 20 Schrauben, 32 Schrauben, 40 Schrauben, 52 Schrauben, dass wir mal so einen Grundbestand haben. So, und dann machen wir uns 1, 2, 3, 4, 5 Eisenplatten. Okay? So. Verstärkte Eisenplatten. Ganz wichtig. Nehmen wir einen Konstruktor. Und da, nach Adam Riese, der Konstruktor, den schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Den bauen wir nach die Schmelzöfen, weil wir mir später das geschmolzene Eisenerz machen wir zu Eisenplatten und in dem Konstruktor machen wir aus den Eisenplatten dann Schrauben, den bauen wir direkt dahinter hin. Ja? Mit Steuerung kann man den wunderschön in eine Linie bringen, hoffe ich zumindest, irgendwie. Ich glaube, dass so hundertprozentig als nicht. Schauen wir mal. Das ist jetzt der genau hinter dem Loch da. Also wenn die alte ein Kind aus der scheißt das genau in den Konstruktor rein. Fürs Erste aber, schauen wir mal, was der Konstruktor kann. Der kann mehrere Rezepte. Ja, der kann aus einer Zutat, quasi aus einer Ressource, ein neues Produkt herstellen. Ob der auch 2 verschiedene Produkte nimmt, das weiß ich nicht, aber der hat ja bloß einen Eingang, also kann er auch bloß eine Ressource verarbeiten, auf gut Deutsch. Hansel, schon wieder! Merci dir, Alter. Was? Fette Hilti muss ich, Alter. Wer keine fette Hilti, also ich hab keine fette Hilti, aber wer keine fette Hilti hat, der schlägt seine Schwester. So, was wir mir brauchen, ist Beton. Beton. Ja? Geben wir ihm das Produkt Beton. Dann haben die relevanten Gegenstände, der Kalkstein und der Beton selber. Warum haben wir wieder so viel Beton? Ja, weil wir von Hand an gemacht haben. So, den stecken wir jetzt da rein. Gehen auch bloß wieder 100 rein. Und dann braucht das Mistding Strom. So, jetzt haben wir schon soweit, dass wir einen neuen Strommasten bauen müssen. Den bauen wir jetzt einfach da zwischen die 2 Dinger da so einer.
Bajaboom und dann fängt es schon an, das erste einfache Konstrukt zu werden. Jetzt pass auf. Hashtag hat er nicht gesagt. Herr 12-halbe Prinzessin. Ob er mit 12,5 noch so eine Prinzessin ist, bin ich unschlüssig, aber du wirst schon wissen, was du tust. So, jetzt nehmen wir den weg und dann verbinden wir den Strommasten mit geht das überhaupt? Ja, mit dem Strommasten, weil wir nicht genug Verbindungen haben pro Strommast, und dann verbinden wir den Strommasten wieder mit unserer Fabrik da. So, und mit unserem Konstruktor vorne. Wunderschön. Schon hat das Mistviech Strom, da ich sagen, und produziert uns automatisch einen Beton. Was jetzt ganz wichtig ist. Vorher haben wir uns einmal angeschaut, dass da, wie soll ich sagen, 30 Teile pro Minute rein müssen und dann auch 30 Teile pro Minute rauskommen. Bei den Schmelzöfen hinter uns. Jetzt haben wir einen Konstruktor, der funktioniert wahrscheinlich je nach Produkt, das wir machen, Schrauben, Eisenplatten, in unserem Fall jetzt Beton, ein bisschen anders. Nämlich, er schluckt 3 Kalkstein. Alter, es ist fast schon Deep Throat. So, und Strike Incoming. Ja, da Deep Throatet der Alte 3 Kalkstein in der Minute und macht daraus ein Betonkind. Und zwar frisst das Ding 45 Kalkstein in der Minute. Das heißt, umgerechnet in der Sekunde kann ich eigentlich gar nicht so ausrechnen, um ehrlich zu sein, im Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin. Und produziert einen Beton draus 15 Stück pro Minute. Das heißt, es steht nicht alle 4 Sekunden. Alle 4 Sekunden produziert das Ding einen Beton. Also gehe ich davon aus, dass er alle 4 Sekunden 3 Kalkstein frisst. Oder? Oder haben wir irgendwelche Mathe-Studenten da, die sollen das machen. Das ist ein Scheißdreck, um den kümmere ich mich nicht. Birger macht nur noch Fan-Treffen im Berliner Hilton. Danke, Smurf. Der Markus Meister Hofmeier, ist überhaupt auf Facebook noch jemand da? Interessiert Facebook eigentlich irgendwo an die Facebooker? Wo an die Facebook-Leute? Ja, ihr müsst mal Gaudi machen da. Ja, ich sehe immer bloß einen YouTube und einen Twitch-Chat. So bleiben wir nicht lange auf Facebook. Sag ich euch gleich schon, was es ist. Übrigens an der Stelle auch mal, weil es ein paar Stimmen gibt, die irgendeinen Scheiß erzählen, ich war von Facebook gezahlt worden, dass ich auf Facebook stream. Im Gegenteil, ich zahle Restream dafür, dass ich zusätzlich auf Facebook streamen darf. Ja, immer wichtig, ganz wichtige Information. Falls da schon wieder Leute dabei haben, die wo irgendeinen Castle Orbi verzeihen. So, jetzt backelt man da mit dem Beton aus, haben wir 78 Beton, das ist eine richtig tolle Sache. Jetzt brauchen wir aber einen Haufen Scheißdreck, das sagt der ich. Wir stellen jetzt als Rezept um auf Eisenplatten. Ja? Eisenplatten, Kinder. Dann hauen wir ihm da die Eisenbahn rein und jetzt frisst er, Achtung, da haben die Werte wieder anders, er frisst 3 Eisenbahnen, das heißt 30 Stück pro Minute und produziert 2 Eisenplatten, insgesamt 20 Teile pro Minute. Heißt, eigentlich noch nicht viel, weil wir noch keine Fließbänder haben, aber wir arbeiten dran. Ja, wir arbeiten an den Fließbändern. Was übrigens mit nächster Hubstufe kommt. Was braucht man für die nächste Hubstufe? 10 Beton, 20 Kabel, 75 Eisenplatten. Alter, bis der Scheißkasten 75 verfickte Eisenplatten hergestellt hat, das dauert mir zu lang. Darum, zweiter Konstruktor, direkt daneben hin. Dritter Konstruktor, ja, weil wir es haben. Nein, haben wir es nicht. Verstärkte Eisenplatten haben wir nicht. Ja, hilft nicht. So, stellen wir auf Eisenplatten und dann hauen wir ihm. Was braucht er? Der braucht Eisenbarren, die produzieren wir da hinten. Tust du mit die. Hoppala, wieso kann ich die nicht nehmen? Also, hab schon 38 Eisenbarren, 100 Kupferbarren, die tun wir wieder rein, weil wir sonst keinen Inventarplatz mehr haben. Und nochmal 62. Ja, wissen Sie was? Frisst die Eisenbahn. No power. Eh klar, haben wir keinen Strom, aber haben wir unseren Strommasten da, schließt das Teil an und produziere. Produziere schneller. Und jetzt kommt das Ganze schneller in Fahrt, als wir dann schauen können. Ja? Weiß ich nicht. Haben wir schon. Geht alles automatisch. Jetzt, wenn wir dann noch diese verdammten Extraktoren kriegen und die Fließbandel, dann können wir schon die erste, wie soll ich sagen,
selbstständig laufende Produktion eigentlich bauen. Her mit die Eisenplatten. Her mit die Eisenplatten. Haben wir noch mehrere Eisenbahnen? Nein, haben wir nicht. Was heißt uns das? Was heißt uns das? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Stromausfall! Stromausfall, Stromausfall! Was heißt das? Wahrscheinlich ist das Holz ausgegangen, oder? Nehme ich mal an. Was da ist los? Mitch, merci dir. Technisch korrekt heißt der Fließband Bandführer. Da hat es mir einfach so ein Koppel aus der Tasche, wo das herkommt, weiß ich nicht. Bandförderer. Ja? Pro-Gamer sagen Bandförderer. Wer meinen wir jetzt? Entschuldigung fürs Klugscheißen, bin Maschinenbauer auf der HTL. Hey, wen schon den schon? Ja? So, wen schon den schon? Müssen wir ja mal wieder ein Holz einhauen. Haust du mir mal ein Holz ein? Geht schon los. Schau, was produzieren wir eigentlich? 8,3 Megawatt, Verbraucher, die haben 8,3 Megawatt. Was wir jetzt auch ziemlich schnell feststellen, schaut mal hin, wie schnell das Holz leer wird. Je mehr Maschinen du da natürlich anschließt, desto mehr verbraucht dieses Ding, Alter. Und frisst halt das Holz weg. Weißt du, was wir mal der nicht schirmen, wenn wir mal da Bladel ein, wie schnell frisst dann die? Weil 500 Bladel, die frisst er genauso schnell wie das Holz, da schirmen wir natürlich Bladel ein. Schiebst du mal Bladel in die Goschen, das wird schon passen. Das Scheiß drum da, soll ich gefälligst fucking Eisenplatten herstellen, damit wir mir heute noch Hauptstufe 4 erreichen. Dazu holen wir uns unser Erz aus dem Ding, leider Gottes noch von Hand. Rechtsklick, wir teilen es durch 2. Schirmen wir sie eine in den Goschen, weißt du, was ich dir sage? Da stellen wir auch die Produktion voll auf Eisenbahn. Voll auf Eisenbahn. Wo haben wir das Eisenerz? Mei, der tut dann über das Ganze rein, der Huren. Du Huren! Gib ihm halt bloß die Hälften. So, tust dem das ein, passt. Dann teilen wir es nochmal durch 2, tust dem das ein, passt. Und ihm tust das ein. Dann produziert das auf der anderen Seite saubere Eisenbahn. Ja, ein wenig schneller. Ein wenig schneller. Die sammelt man auch gleich wieder ein, alle miteinander. So, haben bloß ein paar, ist wurscht. Schau mal, der scheint still zu stehen. Warum? Weil er keine Eisenbahn mehr hat. Eine ins Viech. Er hat für uns schon 24 Eisenplatten produziert, haben wir schon 78. Ja, haben wir es schon. Haben wir schon über 100. Ja, so geht das. So geht das. Los geht's. Nächste Stufe im Hub. Oder haben wir irgendwas übersehen, was wir noch bauen können? Schauen wir sicherheitshalber noch mal durch. Was haben wir gekriegt? Werkstatt und so weiter haben wir. In der Stufe haben wir einen Konstruktor gekriegt und eben diese Strommasten mit Beton. Das war die nächste Stufen. Wunderschön. Schalten wir die nächste Stufen frei. Das heißt, 75 Eisenplatten, eine ins Viech. Oh, wir haben bloß 10 Kabel. Müssen wir ein paar Kabel produzieren. Das können wir aber von Hand machen, ist gleich vorbei. Und 10 Beton. Das heißt, wir brauchen 10 Kabel, machen wir von Hand. Blablabla. So, hier. Bam, 10 Kabel. Zur Sicherheit machen wir eben noch. Brauchen wir einen Draht auf, weil es wurscht ist. Haben wir 22, können wir mit Sicherheit noch eine brauchen. Drin. Achtung. 3, 2, 1. Hab verbessern. Was haben wir gekriegt? Herz der Eva zu, was verzeiht. Achtung, zuhören, wenn das ein wenig Dampf findet. Neue Gebäude, neue Sachen. Congratulations. You have unlocked Merci. building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. 9th objective, complete hub upgrade 5. Note, portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice, when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Sonst noch was, Eva? Passt, dann schleicht die. Also, wir haben eine neue Sache freigeschaltet. Was haben wir freigeschaltet? Gehen wir mal auf Produktion. Also wir haben keine neuen Produktionsgebäude oder irgend sowas, aber wir haben einen neuen Reiter beim Produzieren. Logistik. Haben wir Logistiker im Chat? Also gelernte Logistiker? Das würde mich interessieren. Vielleicht auch aus hauptberuflichen Gründen. Meine ich tatsächlich ernst. Wir haben einen Fördermasten. Was kostet der Fördermast? Eine Stange, eine Eisenplatten, ein Betonsackel. Was haben wir noch? Ein Förderband selbst kostet eine Eisenplatten. So, was kann das jetzt? Das probieren wir jetzt einfach einmal aus. Das probieren wir jetzt schlichtweg einfach einmal aus. Wir haben noch ein paar Eisenplatten im Inventar, 39, da können wir jetzt bauen. Was passiert jetzt? Jetzt wird es interessant. Wir produzieren in unsere Konstruktoren links, produzieren wir Eisenplatten aus Eisenbarren. Ja? So,
Jetzt gehen wir da her und schließen wir das Förderbandel da. Und dann schauen wir, was passiert. Jetzt fahren aus dem Schmelzofen diese Eisenbarren automatisch in den Konstruktor und werden da gleich automatisch weiterverarbeitet zu Eisenplatten. Brauche ich es nicht mehr von Hand machen. Und jetzt ist eigentlich als Spielprinzip erklärt. Und das wird jetzt, ja, eigentlich erklärt dieses Spielprinzip. Bloß, dass das nachher so scheiße komplex wird, dass du in die Hosen scheißt. So, jetzt stellen wir uns da mal aufs Förderbandel, transportiert mir das auch, ja. Jetzt pass auf, jetzt schirmen wir ihm da auch noch rein, schirmen wir ihm da so rein. So, gib ihm, Brudi. So, was kommt eigentlich der Vierer? Was ist denn das? Die muss man wahrscheinlich, wenn es längere Förderbandel sind, wahrscheinlich platzieren, damit man die Förderbandel über längere Strecken setzen kann. Nehme ich an. So, mein innerer Monk. Mein inneres Monk-Syndrom. Geht jetzt da einmal die Leute auf, springt da auf. Die Schwerkraft auf dem Planeten ist nicht so ganz mit mir. Jetzt pass mal auf, kommen wir da. So. Sagt der Blinde, dass das schief ist wie. Ja, deiner in der Früh. Du weißt schon, was ich meine. Jeder weiß genau, was ich meine. Darum. Das kann ich so nicht stehen lassen. So fangen wir nicht an. Weg mit dem Scheiß. Wieso kann ich das nicht abbauen? Oh, gingen da die Materialien drin verloren? Das weiß ich nicht. Was ist mir jetzt deren? Jetzt laden wir einmal schnell. Unser Inventar aus von dem Schrott, den wir nicht brauchen. Und zwar, wir brauchen die Alien-Dinger nicht, das brauchen wir nicht. Holz brauchen wir nicht, Blüten brauchen wir nicht. Den brauchen wir vielleicht schon ab und zu mal wieder. Die 2 Betondinger, ja gut, den Rest können wir drin behalten. Das sind jetzt einmal genug Slots Platz, dass wir da nicht umeinander shiften müssen. So, jetzt pass auf, jetzt reißen wir die ganze Scheiße wieder ab. Die ganze Scheiße reißen wir wieder ab. Ich würde sogar vorschlagen, ich bin mir nicht sicher, wie viel. Das schauen wir uns jetzt so. Da müssen wir nochmal nach oben. Es gibt später, glaube ich, also Aussichtsmasten, die man sich bauen kann. Ich glaube, später kann man sogar fliegen, wenn man nicht alles täuscht, mit so einem Jetpack. Da sieht man das ein bisschen schöner von oben. Das ist der einzige Nachteil an dem Spiel. Es ist ein bisschen unübersichtlich. Ja, also die ganze Konstruktionskacke da. Aber das macht nichts. Moment einmal. Hansel, vergeht's gut. Schon wieder. Fix leiten. Was? Föstalpine. Hashtag Biergeralpine. Was ist denn Föstalpine wieder? Mit Spuren und mehr ist wieder technisch gehört. Nein, das haben wir schon gehört. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich sonst irgendwelche Donations übersehen? Falls ja, tut's mir leid. Bussi aufs Nussi, merci leid. So. Produktion, Konstruktor. Jetzt schauen wir uns einmal das an. Ich glaube, der Konstruktor ist ein ganz Stückel breiter wie soll ich sagen? Wie der Schmelzofen. Deswegen bringen wir da keine 2 so nebeneinander, dass das gerade läuft. Siehst du das? Jetzt ist die Frage, was wir umpositionieren. Entweder unsere Schmelzöfen oder den Konstruktor. Ich würde sagen den Schmelzöfen, weil mit dem können wir schneller, schneller hin und her. Deswegen bauen wir jetzt den Schmelzofen. Den bauen wir orientiert am den Konstruktor. Entschuldigung. Reißen wir die Schmelzöfen ab. Bauen wir den Konstruktor. Bauen wir da her. Und dann bauen wir meinetwegen noch einen dritten her, weil es sowieso was ist. Den können wir uns nicht leisten, ist egal. Dann gehen wir her, Schmelzofen, und den richten wir jetzt genau. Wahrscheinlich müssen wir den da noch mal abreißen, weil es nicht hilft. Kann man sich das da eigentlich irgendwie da in die Schnellleisten runterziehen? Geht das eigentlich? Geht das? Ich weiß nicht. Wenn du das auf Fundamente setzt, kannst du das mit Steuerung ausrichten. Ich habe aber noch keine Fundamente, oder? Ich hab doch noch keine Fundamente nicht. Das kann ich doch noch alles noch gar nicht. Also man kann dann später so Beton. Was lesen bildet? Wie lesen bildet? Wo? Was steht da? Da ist so viel Verzögerung, dass ich nicht mehr weiß. Mach doch erst ein Fundament. Was? Wo kann ich ein Fundament machen? Produktion, Konstruktor. Drehen, an Leitlinie anschließen, schließen, Baumenü. Beispielgebäude, bauen. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, nein, du hast sogar mehr als eine Schnellleiste. Das ist schön.
An Schnellleiste binden, Haufen 0 bis 9. Wo seht ihr das? Wo zur Hölle steht denn das? Ach, da. Da machen wir einen Schmelzofen 5, Konstruktor 6. Danke. Ja, meine Güte, nein. Herr Mach, vergeht's gut. Kann man die Maschine nicht direkt hintereinander stellen, dass man die Fließbänder gar nicht braucht? Berechtigte Frage, das weiß ich nicht, aber das werden wir straight ausprobieren, oder? Jetzt gehst du mal her, machst mal einen Schmelzofen. Steuerung. Ding. Warte mal. Nein, das ist falsch rum. Alter, was flippt's denn so aus? So, richten wir es genau aus. Geht das? Ich glaube nicht, oder? Man, natürlich kann ich das jetzt da hinbauen, aber ich meine, ich sehe es ja auch, dass der grüne Ausgangspfeil her ist als der orange. Ich fürchte, das geht so nicht. Darum lasst man, vor allem wir müssen mal dazwischen irgendwo Strommasten platzieren. Deswegen lassen wir da ein wenig am Platz. Ja? Und wenn es bloß 3 Meter sind, ist wurscht. Den bauen wir jetzt da hin. So, wunderschön. Dann springen wir um. Dann springen wir jetzt auf den anderen um. Ich muss mir da ein bisschen an die Steuerung gewohnen. Die ist nicht schwammig, um Gottes Willen, aber das Springen ist ein bisschen ungewohnt. Dann reißen wir den Teufel ab und bauen wir direkt so daneben her. Auf eine Höhe mit dem. Da ist er schön. So, da ist er schön. Wunderschön, Alter. Dann Förderbandel. Straight geradeaus da rein. Moment. Straight geradeaus da rein. So, wunderschön. Wer war jetzt das? Der Buganon schon wieder. Föstalpine ist eine österreichische Stahlverarbeitungsfirma in Linz. Die wollen ja so wie das wissen. Aber, Birger Alpine, schreiben wir nächsten Mittwoch da auf. Birger Alpine GmbH KKG Aktien und AG. Ja, ganz wichtig. AG. Beste AG von Welt. So. Habe ich das jetzt da einigermaßen richtig gemacht? Ich glaube schon. So. Mein innerer Monk möchte natürlich, dass wir mir da wieder kommen, den Strommasten eigentlich auch ausrichten mit Steuerung. Nicht, gell? An Leitlinie anschließen. Wo hätten das Ding? Ach, man kann die da mittlerweile ins Gebäude einbauen. Das glaube ich ist früher nicht gegangen. Was der Sauberkeit halber kriegt auch jetzt Gebäude seinen eigenen Strommasten daher, Vierer ans Eck. Weil Kinder, warum nicht? Kinder, warum nicht? Kinder, warum nicht? So, einmal links vorn und dann haben wir keine Kabel mehr, aber ist ja wurscht. So, dann da ich sagen, wie machen wir das? Den bauen wir auch sauberer. Den bauen wir alles sauberer. Kinder, das bauen wir alles sauberer. Da kann ich gar nicht zuschauen. Also. Den wir da her. Dann bauen wir Stromkabel, Verbindung zu Erben, Verbindung zu Erben, Verbindung zu Erben. Und was ist mit ihm da? Da können wir uns aktuell keine Stromleitung nicht leisten. Verbindung zu Erben. So, dann Stromleitung von Erben zum Stromverteiler. Und dann darf halt eigentlich, warum ist jetzt das alles rot? Haben wir schon wieder keinen Strom nicht. Grüezi, fix Mariletten, Holler Stauern. 17 Mal in das Fressbrett geschissen. Lauf doch mal schneller, wieso? Ja, okay, schon. Okay, da ist noch Strom. Jetzt ist die Frage, warum ist das rot? Warum ist es. Ja, ich bin ja voll depp. Ich bin so auf dem Factorio-Trip hängen geblieben. Da ist es so, dass die Strommasten einen Umkreis mit Strom versorgen. Und da muss man nicht jetzt einzelne Haus an Strom anschließen. Deswegen habe ich das jetzt leider übersehen. Das wird nicht helfen. Da machen wir so. Ist immer noch nicht sauber. Gefällt mir immer noch nicht. Ich möchte eigentlich an jedem Strommasten mindestens einen Slot freilassen, damit es später beliebiger erweiterbar ist. Ja, also eigentlich braucht jedes Gebäude seinen eigenen Stromanschluss. Jetzt haben wir aber immer noch keinen Strom nicht. Warum nicht? Schauen wir mal, lesen wir mal, was drin steht. Ja, die brauchen ein Rezept. Wir haben also ja neu gebaut. So, die schmelzen Eisenbahnen. Konstruktor 1 produziert Eisenplatten. Konstruktor 2 produziert Eisenplatten. So, damit jetzt da mal was weitergeht, währenddessen ich schon wieder irgendwelche Romane und der Hobbit Teil 1 bis 3 verzeih, hauen wir das da raus. Dann teilen wir mir das bei uns im Inventar drin.
Wir brauchen es bloß 2 mitteilen, oder? Machen wir bloß noch 2 Schmelzöfen. So. Und so. So, dann produziert. Schauen wir, ob die Produktion anspringt. Jawohl, von hinten gleich von die Eisenbahn außer links und rechts. Vorne in unseren Konstruktor rein. Schauen wir gleich mal. So, und jetzt schauen wir uns Folgendes noch mal an. Ja? Schauen wir uns Folgendes noch einmal an. Unser Schmelzofen frisst 30 Eisenerz pro Minute und produziert vor allem 30 Eisenerz pro Minute. Unser Konstruktor frisst 3 Eisenbarren 30 pro Minute. Das heißt, das ist eine 1:1 Übersetzung. Der Schmelzofen produziert 30, der Konstruktor MK1 verbraucht 30. Heißt, es steht nirgendwo an. Wenn jetzt unser Schmelzofen beispielsweise 60 produzieren darf und das Fließband da schnell genug ist für 60 Stück, dann darf das anstehen. Ja? Dann braucht es einen Fließbandverteiler und verteilst ihn auf 2 Konstruktoren. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. So, haben wir aber noch lange nicht. Da sind wir noch lange nicht. Was zur Hölle brauchen wir als nächstes? Schauen wir mal. No Power. Wie No Power? Ja, müssen wir natürlich ausschließen. Verzeihung, habe ich vergessen. Habe ich vergessen, Entschuldigung, mein Fehler, Maul halten. Zurück aus, schauen wir mal, was die nächste Stufe braucht. Was braucht die nächste Stufe? Hub-Upgrade Nummer 5. Was kriegen wir? Den Miner MK1 und einen Lagercontainer. 2 furchtbar wichtige Gebäude. Der Miner MK1 saugt automatisch, ohne dass ich das von Hand aus tun muss, aus den Ressourcenquellen die Ressourcen aus. Der Lagercontainer, da können die Materialien reinfahren und bleiben nicht hängen, wenn der Konstruktor beispielsweise bei 100 ist. So, was braucht man, um den Meilenstein zu schaffen? 75 Stangen, 50 Kabel, 20 Beton. Brudi, die Scheiße können wir uns von Hand herstellen. Das sagt dir ich. Jetzt brauchen wir erst einmal Kabel, können wir uns bloß noch eins herstellen. Draht, gib ihm mal Draht. Bau ihm. Brudi, bau ihm. Theoretisch kann man jetzt auch unseren Schmelzofen und unseren Konstruktor von Eisenbarren und Eisenplattenkonstruktion umstellen auf Kupfer und auf Draht und auf Kabel. Dauert mir jetzt aber zu lang. Oder das probieren wir jetzt einfach aus, ob wir mir theoretisch von Hand schneller sein. So, können wir schon 50 Kabel herstellen, passt schon, mehr brauchen wir nicht. 20 Beton rechts oben, ganz rechts oben steht übrigens, was wir brauchen für die nächste Stufen zum Freischalten von den Gebäuden. 50 KB, wir haben 62 gelangt. Was brauchen wir noch? 50 Eisenstangen. Aus was werden Eisenstangen, glaube ich, gemacht? Aus Eisenbarren. Die bauen wir jetzt einfach einmal. Schau, momentan werden alle unsere Eisenbarren leider Gottes per Fließband woanders hingebracht. Aber jetzt sage ich euch was, das machen wir. Da stellen wir die Produktion um, Kinder. Da stellen wir die Produktion einfach um. Die Produktion, die stellen wir auf Eisenstangen. Zack, das Bündchen, wie man da gerne mal sagt. So, Konstruktor 1, Konstruktor 2. Eisenplatten, die hauen wir raus. Rezept wählen, Eisenstangen und dann nehmen wir die 2 Eisenbarren wieder rein. Was haben wir da eigentlich? Da haben wir, ja, der produziert Eisenstangen. So, brauchen wir wieder Erz. Ja, da brauchen wir wieder Erz. Das müssen wir holen. Das müssen wir uns holen. Sonst produziert unsere kleine Babyfabrik da einen Scheißdreck. Einen Scheißdreck. Her mit dem Schund. Unterwegs teilen wir das gleich mal auf 2 auf. Bam, 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 bam. Dann haben wir da das Eisenerz rein. Jawohl. Und dann das restliche Eisenerz hauen wir in das zweite rein. Und schon müsste da wieder der Barrensepp rauskommen. Und rein ins Viech. Und schon produziert er uns Eisenstangen, Kinder. Wie viel brauchen wir? 75. Du, die haben wir ihm gleich beieinander. Der Fabian Essiggut geschreibt, saugeil, wenn der Greenscreen im Helm spackt und Hirnbarts durchsichtig wird. Ja, das sind Lecher in meinem Pro-Gamer-Helm. Ich hab's versucht mit Panzertape zum Fixen. Haut nicht hin. Haut nicht hin. Aber ich hab's probiert. Wir tun, was wir können. Der Sprengi schreibt, Birgi erklärt uns die Planwirtschaft. Ich habe keine Ahnung, was Planwirtschaft ist, aber ja. Ja, genau das. Was? Der Herr hat da 2 Stunden gehabt. Was für 2 Stunden, Alter? Alter, das ist 5 vor 10, ich kann's mir am Arsch lecken. Heute wird überzogen, hilft sowieso nicht. Brudi, hilft sowieso nicht. Bussi auf euch. Für das lasst mir gerne mal ein Like da und ein Abo.
Alter, wer schaut zu und hat kein Abo da lassen? Wo sind die Lurker? Ja? Und wer schreibt nie was im Chat? Wo sind die Leute, die nie was im Chat schreiben? Da sind 1127 Leute da. Für alle, die sich wundern, ich streame auf 3 Plattformen gleichzeitig. Ich bin eigentlich YouTuber, stream gleichzeitig auf Twitch. Auf YouTube sitzt meine Hauptcommunity und seit 2 Tagen haben wir noch Facebook Gaming dabei. Insgesamt sind wir aktuell sehr konstant 1100 bis 1200 Zuschauer. Vielen Dank übrigens. Ah, da steht also ein Muff. Ja, ich glaube, der Muff ist so ein Lurker und der Chucky habe ich auch noch nicht oft gesehen. Wo sind die Facebooker? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Da, der Ananas-Toast kenne ich auch. Du weißt ja, wie der Chat geht. Mann, wo ist der Rest? Da sind's. Luca, Eberling, CRR. Hier, ja, da sind die Lurker. Ah, der Jodelmax, du bist doch kein Lurker, nicht du Zipfi, du. Maxwell. Ja, Christian Schröter, ich meine auf Facebook. Liest ja auch nichts. Das stimmt. Das stimmt, ja. Aber irgendwie kann ich alles gleichzeitig machen, Alter. Ich muss ja irgendwann einmal spielen. Ha? So. Franzi Schülke Muschler schreibt, ich bin auch da. Das ist recht. Schon jetzt lese ich es. Andreas Wein, deswegen frage ich ja da einmal. Ja, Syntika hat auch ein bisschen recht. Das, was Syntika sagt, das kann momentan keiner lesen, außer die auf Twitch. Das passt schon. Facebook ist auch hier. Alle ist ja auch Facebook. Ja, irgendwo habe ich auch kleine Facebook-Seiten. So passiv. Hat sich von selber aufgebaut irgendwie. Da habe ich nie wirklich aktiv ernsthaft was da. Keine Ahnung. So, jetzt bei sowas, jetzt trinke ich mal einmal. Von meiner Wodka Gorbatschow hol ich mich, dann ziehe ich mir an meiner Pip, das habe ich total übersehen. Birko, lang nicht mehr gesehen, gleich wieder kennt. Merci für deinen Zwickel aus der Schweiz. Ich bin ein Schweizer Taschenspieler. Was ist da gestanden? Das habe ich jetzt nicht lesen können. Aber merci dir, Alter. So, schauen wir mal. Mittlerweile müssen eigentlich unsere locker schon. Haben wir 39 Eisenstangen herin. 39 Eisenstangen automatisch produziert. Der Moment haben wir 120. Können wir die nächste Stufen freischalten. Wir schauen uns folgendes nochmal an. Was haben wir in der aktuellen Stufen freigeschaltet gekriegt? Eigentlich nicht viel, außer der Fördermast und das Förderband. Bandförderer. Entschuldigung. Pro-Gamer, Bandförderer. Hashtag Bandförderer. Ab in den Chat. Alter. So. Haben wir eigentlich da schon mal was freigeschaltet, was Neues? Auch nicht wirklich. Da haben wir einen Xenosepper. Zeige nur herstellbare Rezepte an. Nein, da brauchen wir alles nicht. Den mobilen Miner, die brauchen wir jetzt dann gleich gar nicht mehr. Die können wir eigentlich abreißen. Wer war jetzt das schon wieder? Irgendjemand hat schon wieder mit Geld geschmissen. Ich hab's genau gesehen. Wer war denn das? Gut, sie fix, nehmt ihr nicht über den YouTube Superchat, dann nehmt ihr einen Link in der Beschreibung her. Nehmt ihr einfach einen Link da unten in der Beschreibung her. Ja, dann kann ich es lesen im Nachhinein. Fix, letten. Außerdem krallt sie nicht YouTube-Heften. Dankeschön. Hashtag Bandförderer. So, jetzt schauen wir mal, was wir da durchkennen. So, Eisenstangen, ein ins Viech. Kabeln, 50, schreibst du ihm auf, schreibst du ihm 50. Beton, schreibst du ihm 20. Drücke auf Hub verbessern, easy live, Alter. Kabel. Achtung, zuhören, was die Eva sagt. Was kriegen wir? Neue Gebäude. Zuhören, was die Alte. Das, was die Alte sagt, wenn die Alte was sagt. Congratulations. You have unlocked Building Miner Mark I. Building Storage Container. Hub Feature Additional Biomass Burner. 10th Objective. Complete Hub Upgrade 6. Note. There are no notes. Hub Upgrade 6 müssen wir machen. Wir haben freigeschaltet den Miner und den Container. So. Der Klaus World schmeißt mit einem Zehner. Was macht ein Lepra-Kranker auf der Tanzfläche? Er lässt Fetzen fliegen. Wow, leckig. Der Witz ist so wie... Mr. Klaus World, merci für deinen Zehner, Alter. Pussy aufs Nussi. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Das, was der Jagel sagt. Hashtag Bob der Bauförderer. So, Hub Upgrade 6. Kleine Preview. Was kriegen wir in der nächsten Stufen? Was Weltraumlift? What the fuck, was für ein Weltraumlift, Alter. Erfordert Lieferung spezieller Projektteile, um die Phase der Projektmontage abzuschließen. Abgeschlossene Phasen im Weltraumlift werden neue Meilensteine im Hub-Terminal verfügbar machen. Das heißt quasi dann die Stufen da herum. Alter, ja da. Complete the Hub
Weltraumlift, Phase 1 abschließen, Phase 1, Phase 2, Phase 2, Phase 3, Phase 3. Und da wird es dann richtig komplex. Da redet man dann wahrscheinlich, ich hab's auch schon ewig nicht mehr gespielt, wir reden dann wahrscheinlich von 10, 20 verschiedene Produkte, die hergestellt werden können, die miteinander wieder mehrere Produkte herstellen und so weiter und so fort. Wer war das? Der TT2 Flo. Mein Bürger, du Hobby-Ingenieur. Hey, bester Hobby-Ingenieur EU West. Ja, ich komm zu dir heim und plan dein Haus. Wird beste Haus ever, Alter. Merci dir. Wir waren das Faultier, auch schon lange nicht mehr gesehen. Habe ich jetzt ein Stickerl von deiner Firma gekauft? Ja. Ich verkaufe aktuell Anteile der Birger Alpine Bauförderer. Wie war's? Bauförderer GmbH und Co. KG und hauptsächlich AG. Ich verkaufe meine Aktien jetzt alle. Wie viele Aktien haben wir? Ja. Der Hütti schreibt, kommt eigentlich einmal was mit zum Beispiel am... Oh Gott, nein. Ich mag es eigentlich gar nicht vorlesen. Weil lieber stirbe ich an... Da wir einen Pralin-Squad da haben, ich sag das Wort jetzt, lieber stirbe ich an Schwulnetz. Sag's euch, was es ist. Ja, hat er nicht gesagt, das ist mir scheißegal, Alter. Deswegen habe ich nichts gegen Schwule, aber ich habe was gegen Schwulnetz. Ja, das darf man noch. Darf man das noch? Darf man das in der heutzutage toleranten Welt, darf man das noch haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ja? Darum immer sauber Hütchen drüber und da reinzüpfen, was du stark bist. Was rede ich eigentlich, Alter? Was zur Hölle rede ich eigentlich? Hashtag Strike Incoming. Hat er nicht gesagt. So, was kriegen wir da noch? Biomassebrenner. Das heißt, wir können dann quasi unsere kleinen Kraftwerke, das sind die ersten Kraftwerke, wenn ich mich richtig erinnere, aufstellen, um mehr Strom zu produzieren. Und Biomasse herstellen aus Bladel, Holz und so weiter, die dann wahrscheinlich mehr Brennwert hat. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Weiß nicht. Werden wir dann sehen. Wir werden den Meilenstein auswählen und für diese Stufe braucht man 100 Stangen, 100 Platten, 100 Draht und 50 Beton. So viel ist das für gar nicht. Was? Florian, ich hab deine Donation nicht vorgelesen, ja so nicht. Wo ist deine? Flo, hab ich gesehen, Entschuldigung. Flo schreibt, dein Helm beweist, dass nicht viel drunter Hättest du mal lieber nicht vorgelesen, du Hulalna. Na Spaß, bist der beste Bussi aufs Kreuzbandel, du geiler Wichser. Merci dir, Alter. Wer ist jetzt da Mitglied geworden? Wen habe ich jetzt da als Mitglied übersehen? Wer ist da Mitglied geworden? Wer war das? War das überhaupt ein Mitglied? Habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, es war der Hütti. Hashtag Schwachschwaber. Nein. Hashtag Rückwärtsschwaber. Das ist das neue Kotzen. Ne? Beste Leben, Alter. Der Rula schreibt, warum gibt es das Game nicht auf MMO? Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil es Epic ist. Hauptsächlich Epic. Es gibt es mittlerweile auch auf Steam. Aber ich weiß nicht, ob man dazu nicht einen Epic-Account. Aber ich habe keine Ahnung. Ich sag das, was es ist. Ich weiß nicht. Ja, Freunde der Sonne, weißt du, was ich dir sag? Jetzt ist die Frage, ob wir da jetzt noch groß was anfangen. Weißt du, dass wir noch den, unser Eisenplatten, ein bisschen überziehen. Ja? Nicht, dass ich jetzt sage, wir überziehen und dann gehe ich um 5 nach 10. Das ist ein totaler Hurensohn-Move. Was wir jetzt machen, jetzt pass auf, schauen wir uns an, was wir gekriegt haben. Produktion. So, mir ruckelt der Stream. Was ist denn jetzt wieder? Bin ich der Einzige, bei dem der Stream ruckelt? Ich weiß es auch nicht. So, warte mal, jetzt machen wir da mit zu. Machen wir das mit zu, vielleicht geht es dann besser. Schauen wir mal. Brauchen wir alles nicht. Geht's jetzt wieder? Ja, sobald ich jetzt ins Speicher gehe, dann droppen die Frames. Das mag ich nicht, wenn ich außertapp. Das mag ich nicht. Haben wir bloß noch 40 Frames. Das gefällt mir überhaupt nicht. 40 Frames kriege ich leider Gottes. Haben wir wieder beim Schwulen. Ich möchte sofort vom Pralin-Squad. Ja? Meine Homosexuellen in der Community die Freigabe, das Wort Schwulnetz zu benutzen, ohne dass irgendein Stecker im Arschloch Hurensohn daheim sitzt und sie offended fühlt. Ist jemand da? Ich will den Hashtag Pralin-Squad. Ich will ihn haben. Mitch! Leo! Achtung! Da ruf ich noch mal beim Vollbier-Squad an. Leo! Ring 555 Füllbrisgut. Ja, ich bin's. Der Leo ist jetzt im Squad drin. Schreibst ihm 2, wenn nicht 4, damit's Boot voll ist. Fralle! Ja, das sag ich ihm.
Leo, ich soll dir sagen, herzlich willkommen im Vollbier-Squad. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich. Mr. Leo. So, wir schauen mal aus. Merci, wir waren da eigentlich mit. Was wird was wird da die Gretel sagen? Ah, du meinst die Greta? Das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt aber gleich herausfinden, wenn wir mir und den ersten Förderer einbauen. Mr. Fink, du und dein Tschernobyl-Baustelle. Lass uns mal mit Tschernobyl-Baustellen rühren. Die produziert oder? Hä? Übrigens ist die offizielle Telefonnummer ab jetzt vom Vollbier-Squad 555 Nase. So. Was haben wir gekriegt? Jetzt auf mit den Donations. Kurz fixen müssen wir. Jetzt müssen wir unseren Miner hier bauen. Miner MK1. Was tut der? Extrahiert feste Ressourcen aus dem Ressourcenknoten, auf dem der Aufbau erfolgt ist. Die normale Extraktionsrate beträgt 60 Ressourcen pro Minute. Die Extraktionsrate ändert sich je nach Reinheit des Ressourcenknotens. Alle extrahierten Ressourcen werden über verbundene Förderbänder abtransportiert. So, dazu brauchen wir zum Bauen 10 Eisenplatten, 10 Beton und einen so einen mobilen, komischen Dings dort, den wir schon gebaut haben. Darum, außer mit dem Schund. Wir können den abreißen. Demontieren. Halte linke Maustaste gedrückt. Ja, das ist gern. Warum? Ah, meine aufheben. Okay, so geht's auch. So, dann gehen wir mal her. Wen haben wir jetzt da übersehen? Mettwurstkaiser! Mettwurstkaiser, ich hab die Erlaubnis. Hashtag Pralinsquad. Genau das wollte ich hören. Merci. So. Hier mit dem Miner. Wo haben wir da? Da kann man natürlich auf so einen Extraktor nur einen draufbauen. Jetzt ist die Sache, die bauen wir da oder bauen wir da? Was gefällt uns besser? Ich glaube, als ersten gefällt uns der da besser. Zack! Haben wir unseren ersten, das schaut ein bisschen so aus, als da den sauber sein Dildo-Sepp in den Boden dreschen, was er im Prinzip ja auch tut. Und jetzt gehen wir mal her und schauen wir mal, wie das mit dem Förderbandel ausschaut. Nämlich so. Das darf sogar gehen, oder wie? Geht das so weit, ohne dass was fällt? Das Förderband ist zu lang. Okay. Okay. Jetzt machen wir es einmal so lang wie es geht. Direkt gerade außer, keine Ahnung. Ab wann wird es zu lang? Ab dann. Das verstehe wer will. Ja, tolle Sache. Und jetzt ein. Ah, okay. Dann baut er automatisch den Dingshaken hin. Okay, passt. Und dann eine. So, jetzt schauen wir mal, was da los ist. Strom braucht man nämlich auch noch. Wer war das jetzt wieder? Der Mitch wieder. Fladert jetzt wer meinen Namen? Was? Was? Fladert jetzt jemand meinen Namen? Ich weiß nicht, ich weiß ausnahmsweise, weiß ich nicht. Ist jetzt sehr nach Österreicher Dialekt, aber ich weiß nicht, was man sagen möchte, Alter. Ich weiß es einfach nicht. Herr Bauer, merci für den Fünfer. Ich bin jetzt mit meinem zweiten Account auch dabei, mir hast du übersehen. Herr Bauer, so geht's natürlich nicht. 555 Nase. Wie kannst du? Ja, was? Geh einmal das nächste Mal ein wenig schnell ans Telefon, wenn ich anrufe, du gottverdammter Hurensohn. Für was zahl ich denn? Ja, das möchte ich aber auch hoffen. Wie kannst du einen Bauernsepp übersehen? Ja, weiß ich nicht. Ja, da streichst du einmal selber 4 aus dem Boot, du Trottel, du Futzengrober. Und am Bauern schreibst deine 4 ein, ich möchte halt, da wird nicht diskutiert. Halt dein Futzen! Ja, das mag schon sein, dass ich da in Heim nichts her. Ist mir scheißegal. Herr Bauer, Bussi aufs Nussi. Herzlichen Dank und herzlich willkommen im Vollbier-Squad. Ab in den Chat, habe dritten Mr. Bauer. So. Jetzt passe ich am Obacht. Natürlich braucht der Miner auch einen Strom. Was der wir da? Nix, weil wir keins bauen können, braucht man einen Draht. Haben wir genug Dings? Ja, müssen wir ein bisschen einen Draht bauen. Fladern ist stehlen. Schwer, das gibt's bei uns nicht. Das gibt's bei uns in Bayern nicht. Also kein Mensch bei uns in Bayern sagt zum Klauen, zum Zicken. Ja, ich kenne vielleicht Zicken, Dachen kenne ich noch, aber Fladern, wenn man es so ausspricht, ich weiß nicht, vielleicht auch Fladern, kann auch sein, kenne ich nicht, gibt's bei uns nicht. Ich kenne da Zicken oder Dachen. Und wahrscheinlich nur einige andere Abarten. So, brauchen wir ein paar Drahtl, hast du mal ein paar Drahtl selber. Fichtel schreibt, Birger, es schaut aus, dass du dein Headset mit Panzertape poppt hast. Freundchen, das schaut nicht bloß so aus, das ist hier, was weiß ich.
Das ist feinste Baukunst. Was tut denn jetzt der Alte auf meinem Förderbandel? Grutzi fix, schieb deine fette Scheißen auf Timbuktu und nicht auf mein Förderbandel. Grutzi fix, los mich! Hau ab! Du psuffene Nu... Oh, sie wird grantig. Geh weg, geh weg. Hab ich schon kurz gemeint, sie ist grantig, die Alte. Grantig, die Alte. So, jetzt gehen wir da noch mehr auf, damit wir schön jetzt müssen wir unsere Strompfosten nämlich ja gleich richtig verteilen. Dann stellen wir jetzt da einen hier und dann stellen wir da einen hier und auf der anderen Seite machen wir das auch gleich. Da haben wir nämlich auch vorher einen Stromsetten vergessen. So, na das brauchen wir. Das brauchen wir dann nicht mehr. Das kostet natürlich alles Material, den schließen wir jetzt da. Ja, den schließen wir da, das passt. Der ist auch schon dran. Der ist auch schon dran. Nice one. Der ist angeschlossen. Das heißt, wir können das da abreißen fürs Erste. Und das da abreißen fürs Erste. Und dann klang es aber nach meiner Rechnung wieder nicht so ganz. Weil jetzt müssen wir eben... Pass auf. Müssen wir eben da hinten einen Strommast hinbauen. So. Das ist ja geil gemacht. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass da die Materialien dann da hinten fliegen. Was? Leo, dein Donation wird nicht angezeigt. Warum nicht? Ich hab's nicht gesehen. Kaputt schon wieder. Kaputt schon wieder. Warte, ich schau, ob ich es da noch mal sehen kann. Ich schau, ob ich es da noch mal sehen kann. Bin mir aber nicht sicher. Wenn wir geschlossene Tabs wieder öffnen. Schauen wir mal. Leo, ich hab's nicht gesehen. Was ist da los? Herr Bauer, ich habe jetzt meinen zweiten Account auch dabei, mir hast du übersehen. Bavarian Power, hat der Capo nicht eine weiße Schüssel auf oder bist du der Bauerhelfer? Das ist eine berechtigte Frage. Bis zum nächsten Mal werde ich mir überlegen, ob ich mir eine weiße Schüssel aufsetze. Lea Leudl, Mitglied, der Donation habe ich aber nicht gesehen. Die habe ich aber da auch nicht drin. Da ist vielleicht irgendwas ist nicht gegangen, ich weiß es nicht. Ich weiß es eben nicht. Leo, Verzeihung. Verzeihung, das hilft ihm nichts. Ich seh's leider nicht. So, jetzt schließen wir ihn da an. Dann schließen wir ihn da an. Und ihm schließt man da und ihm schließt man da hin und ihm schließt man da hin. So, jetzt ist die Frage, haben wir noch einen Strom? Wir haben, da hinten, Ausrufezeichen, ich sehe das schon. Alles ist mit dem Strom verbunden. Das Laufbandel ist mit unserem Extraktor verbunden. Schauen wir mal, was der Strom sagt. Schauen wir mal, was der Strom... Jetzt haben wir noch einen... wir haben ja einen zweiten gekriegt, schau hin. Wir haben ja einen zweiten gekriegt, da können wir jetzt mal das restliche Ding reinschieben. Aber es wird nichts produziert. Warum wird nichts produziert? Muss man da vielleicht noch was einstellen? Muss man schauen. Wir haben noch mit dem Strom haben wir noch gar nicht verbunden. Wo ist noch der Stromzugang? Da oben. So, jetzt seid aufgepasst. Aufgepasst! Eisenerzproduktion. Warum produziert er nichts? Weil der Nasenbohrer erst in den Boden einbohren muss. Ja, okay, das macht Sinn. Jetzt pass ich am Obacht. Schauen wir uns das an. Jetzt außer mit dem Schund. Außer mit dem Schund. Da kommt er. Da kommt der Schund. Schau sie einmal an. Schau sie einmal an. Schau's das einmal an. Schauen wir uns die Produktionsketten an. Das muss sein. Den müssen wir machen. Das hilft sowieso nichts. Das hilft da sowieso nichts. Jetzt pass ich am Obacht. Da fahren wir mit. Später, jetzt müssen wir eigentlich das Laufbandel aufsplitten. Ja? Dass das quasi diese Zufuhr, die da kommt, in die 2 Schmelzöfen eingeflogen, eingeballert wird. Warum? Jetzt schauen wir mal. Dieses Ding, wir müssen jetzt nicht schon hin, produziert 30 Stück pro Minute. Ein Schmelzofen kann maximal 30 Stück pro Minute verarbeiten. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Schmelzer, der in den einen zweiten Miner, der in den zweiten Schmelzer einfährt, damit auch der arbeiten kann bei 100% Leistung. So, Mietmann! Merci wieder neu, Alter. Bussi aufs Nussi. So. Jetzt mir gehen wir auf. Jetzt fährt der Scheißdreck da rein. Dann schauen wir unseren Schmelzofen an. Produziert sauber hinten die Eisenbahn raus. Und ist nie im Stillstand. Der fährt immer mit 100% durch. Alle 2 Sekunden ballert uns der hinten Eisenbahn raus. Dann gehen die Eisenbahn da hinten raus weiter. Gehen da rein und werden produziert zu Stangen. Und weißt du, was wir jetzt tun? Jetzt machen wir eine Stangenproduktion und eine Eisenproduktion. Was wir aber, glaube ich, sowieso haben, weil wenn ich da rumgehe, haben wir
Moment, da müssen wir Produktion ändern. Oder wo kommen wir das? Da kommen wir das. Ich soll Eisenplatten herstellen. Eisenplatten. Dann brauchen wir einen zweiten Miner da, den bauen wir. Den bauen wir ja mit seiner. Den bauen wir her. Freilich bauen wir ihn. Noch mobiler Miner 1 benötigt. Okay, dann müssen wir noch einen mobilen Miner bauen. Das hilft nicht. Das ist ein bisschen nervig, dass man das jetzt mit tun muss. Aber der ist auch gleich gebaut. Weißt du was, da bauen wir ihm gleich 3. Da bauen wir ihm gleich 3, weil ich hab das Gefühl, da werden wir noch mehr brauchen. Brudi, da werden wir noch mehr brauchen. Das wird er sowieso nicht. Das hilft er sowieso nicht. So, dann gehen wir her. Miner MK1. Den drehen wir leicht da, die Vorschläge. Oder? Warte, zielen wir in die Richtung. Ja, das schaut gut aus. Bauen wir ihm hin. Du, den bauen wir ihm hin. Dann machen wir es gerade. Moment. Ja, ungefähr so. Dann geht die Scheiße da oben raus. Jawohl, und direkt in den zweiten rein. Ist das einigermaßen gerade? Ja. Ich meine, es macht einen schönen Knick. Das ist in Ordnung, oder? Das glaube ich, das meine ich, das können wir einmal so lassen. Dann bauen wir einen Strommasten hin. Holen wir uns, Moment, nehmen wir wieder ein Stromkabel. Jawohl, da nicht, da, hoppla, und da auf. Und schon produziert der zweite sauber hinten nach. Und weil wir nicht so eine Gaudi da haben, bauen wir noch einen sauberen Container dazu. Ja? Wenn wir mir hinten was bauen, dann muss ich das in einen Container rein. Ja? Es hilft nicht, muss in einen Container rein. Ja? Wie schaut's aus da? Produzieren wir schon. Da produziert er, da scheißt er die Eisenerz-Kackwurst scheißt er auf. Schauen wir da für. Wie schauen wir da aus? Eisenerz ist eingestellt, das passt. Dann gehen wir da her, er produziert nimmt Dinger und macht quasi Eisenplatten draus. So, damit jetzt da diese Produktion noch bis eigentlich so gut wie uns ins Unendliche läuft, machen wir jetzt folgendermaßen. Was ist denn jetzt? Schwer Stromausfall oder was? Grützi, fix, was frisst denn die Scheiße Strom? Möchtest du mich verarschen? Wollen Sie mich vergackeln? Deswegen sammeln die gerade ein paar Stauern ein, damit wir in unseren super tollen Biomasse-Container wieder einen Strom einhaken können. Ja? Wir brauchen Strom. Kinder, wir brauchen Strom. Oder was genau ist denn passiert eigentlich? Was ist da? Ah, okay. Also ein Biomasse-Container, oder wie heißt das Ding? Biomasseverbrenner, der Strom produziert, kann maximal 20 Megawatt produzieren. Ja, jetzt wenn wir mir die 20 Megawatt übersteigen, weil wir hinten einen Haufen Gebäude dran, jetzt haben wir 2 Miner dazu gebaut und so weiter, dann gibt es einen Stromausfall. Dann musst du den Strom neu starten. Und zwar da mit dem Schalter da. Und dann fällt er sofort wieder aus, weil der Stromverbrauch her ist. So wie die Nächte auch. Ja, gibt es einen kurzen, haut die Zierung raus. Dazu haben wir den zweiten. Da hauen wir ihm jetzt den anderen Treibstoff rein. Und dann müssen wir den Strom restarten. Müssen wir mir das Ding, muss ich da beide mit der Stromleitung verbinden, oder? Sehe ich das richtig? Ja gut, dann müssen wir denen natürlich auch noch einen Strommasten gönnen. Das müssen wir wohl oder übel tun. Den lange machen wir weg. Stromleitung zum Pfosten, den zweiten Biomassebrenner zum Pfosten, dann wird er auch grün und dann verbinden wir den Pfosten mit unserer Leitung vorn und schon läuft die Scheiße wieder. Freilich läuft einem die Scheiße, aber wenn ich sehe, wie viel Bladel das Ding verbraucht, dann muss ich leider Gottes kotzen. Dann muss ich leider Gottes kotzen. Verbraucht das ist doch vorher nicht so schnell. Das ist doch vorher nicht so schnell davon gegangen. Ah ja gut, hilft uns alles nichts. Wir haben nur ein Gebäude gekriegt. Wahrscheinlich unter Logistik? Nein, sondern unter Reiter Organisation. Der Lagercontainer. Aha, was ist das? Enthält 24 Slots zur Aufbewahrung großer Mengen an Gegenständen. Hat einen Ein- und Ausgang für Förderbänder. Ja, bauen. Da bauen wir mir einen. Da springen wir jetzt mal auf unseren Konstruktor auf, wenn wir das jemals schaffen. Keine Ahnung. Können wir da auf? Naja, geht nicht. Wieso kann man noch nicht aufspringen? Jetzt lass mich aufspringen. Lass mich aufspringen, du Zipfe! Dann gehen wir die Leute. Nein, dann gehen wir die Leute auf. Was haben wir da wieder? Herr passt schon. Merci für den Euro. Bussi aufs Nussi. Dass mir Sicherung aushaut, brauche ich schon mal. Ja.
Ich auch nicht. Aber das sagen wir keinem. So, wir richten das ganz gerade aus. Das ist jetzt nur sehr provisorisch, was ich da baue. Zum Verständnis, damit wir es einmal gesehen haben heute noch. Ja, Steuerung. Da bauen wir jetzt den Pumpscontainer hin. So, sauberer Pumpscontainer, das passt. Haben wir mal ein Förderbandel hin. Skadoosh. Was passiert jetzt? Jetzt wandern aus unserem Konstruktor mit den Eisenplatten die weiter in den Container. Springen wir auf den Container auf, schauen wir da rein und sammeln sie da drin. Das ist eine wunderschöne Möglichkeit, einen Puffer zum Generieren. Ja? Das heißt, wenn irgendwo einmal eine Produktion ausfällt, weil Materialien ausgingen oder sonst irgendwas, dann hast du dazwischen einen Container, der vielleicht einen Überschuss eine Zeit lang gesammelt hat und das dann wieder aushaut und ein bisschen dich puffern lässt. Er hat Puff gesagt. Ja, dann bauen wir noch einen zweiten Container. Das sagt er ich. Jetzt fickt er mir da nicht irgendwie wieder auf, ich komme leichter, das nervt mir ein wenig. Das hat mich damals schon genervt. Das ist der einzige Nachteil am Spiel im Vergleich zu Factorio. Das sagt ihr ich. So, bauen wir noch einen zweiten Pumpscontainer. Sauber Pumpscontainer ein. Sauber in eine Reihe. Ja, gib ihm. Dann Förderbandel, eine ins Viech. So, wunderschön. Wenn das nicht schön ist, dann weiß ich es auch nicht. Kinder, wenn das nicht schön ist, dann weiß ich es auch nicht. Links von die Eisenplatten rein, rechts von die Eisenstangen rein. Und das ist die erste kleine, wirklich kleine, vollautomatische kleine Mini-Fabrik in dem Spiel. Ja? So. Wir haben 2 Miner, 2 Schmelzer und 2 Konstruktoren, die uns automatisch produzieren, wo wir vor 2 Stunden oder fast 2,5 Stunden angefangen haben, diese ganze Kacke von Hand machen zu müssen. Und das ist eigentlich jetzt das Grundprinzip erklärt in dem Spiel. Und es ist brutal, wie schnell 2,5 Stunden vergängen. Genau in diesen scheiß Aufbauspielen. Da ist auch eine Woche meines Urlaubs einfach so im Nirvana verschwunden. Weil, wir sollen sagen, das Spiel 100 Stunden haben gar nichts. Ja? Und 2 Stunden erst recht nicht. Darum, Mr. Passt schon. Bumscontainer, C-Fix. Freunde der Sonne, Freunde der wunderschönen Unterhaltung aus dem niederbayerischen Sprachraum. Hashtag Bandförderer, ab in den Chat. Ich hoffe, dass euch das Spiel taugt, weil mir taugt es wie Sau. Ja, das ist ja noch gar nichts. Das, was wir da gemacht haben, das ist ja noch gar nichts. Ja? Das ist die aller unterste Stufe der untersten Stufen. Der Hütti schreibt, hey du Schwachschwaber, meine Donations zeigt's nie an. Wieso nicht? Hütti, was ist da los? Warte mal, ich schau nochmal. Erstmal für den ersten. Hütti, ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Ich bin ein Schwachschwaber. Du bist der Rückwärtsschwaber, sagst du es. Vielleicht bist du aber auch der Bandförderer-Schwaber. Wer weiß das schon? Merci für den Euro. Oder wahrscheinlich mehrere Euros an diesem Abend. So, jetzt passt so, jetzt ist Schluss. Ich hoffe, euch taugt's. Freunde, ich hoffe sehr, sehr, sehr stark, dass euch das Spiel taugt, denn das werden wir nochmal spielen. Spätestens nächsten Mittwoch. Ich hoffe auch ein bisschen mit Community-Zock. Ja? Ich hoffe ein bisschen mit Community-Zock. Da können maximal, wenn ich das heute richtig verstanden habe, 4 Leute mitspielen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Anscheinend anhand von irgendeiner ID. Die gebe ich euch. Wer einer kommt, kommt einer. Wer nicht, nicht. Vielleicht werde ich alle halbe Stunde, in den 2 Stunden, wo wir mir offiziell am Micker streamen, dann immer wieder mal die Leute kicken, damit ein paar andere reinkommen kann. Da darf dann keiner besser sein. Ich weiß nicht, was es ist. Wie gesagt, es kämen nur 4 Leute rein. Bitte, eigentlich kauft euch, ich habe im Hintergrund übrigens gerade akustisch einen Stromausfall vernommen. Bitte kauft euch nicht wegen mir das Spiel. Das ist einmal das Erste. Es kostet auf Epic, glaube ich, mittlerweile 30 Euro. Ich weiß nicht, was ich damals gezahlt habe. Ich weiß, es war 1,5 Jahre, das weiß ich einfach nicht mehr. Aber wenn es euch taugt, dann kauft es euch natürlich. Aber nicht wegen mir, dass ihr da eventuell mitspielen könnt. Bitte nicht. Bei 1000 Leuten, die zuschauen, können 3 Leute reinkommen. Da mag ich nicht derjenige sein, dass ihr euch ein Spiel kauft, nur damit ihr eventuell mitspielen könnt und dann kommt es vielleicht nicht einer. Das kann ja passieren.
Ansonsten, vielleicht habe ich so viel Bock, dass ich am Samstag einen Spontan-Stream mache, der länger wie 2 Stunden dauert. Kann gut passieren. Hütti! Was? Lesen wir gescheit. Was? Lesen wir gescheit. Gut, dann lese ich gescheit. Jetzt pass auf. Warum? Das muss ich doch keinen Zehner nicht kosten, Alter. Du Zipfel Adam, du. Der Hütti. Hey, du Schwachschwaber, meine Donations zeigt's nie an. Die letzte, die ich hab. Ich glaub, du hast da was falsch verstanden. Ich bin ein Schwachschwaber. Dann kommen ganz viele andere, wo ist dann der Hütti wieder da? Kommt eigentlich einmal was mit, zum Beispiel einem Fahrer oder so. Was habe ich jetzt da überlesen? Jetzt schreibst du mir jetzt aber in einen normalen Chat rein, weil sonst kriege ich schon wieder Schwuldates. Ich darf es jetzt sagen. Bürger, nächste Mal, Bürger Alpine am Helm und der Helm muss weiß sein. Ich weiß nicht, ob der so schnell kommt bis dahin. Ich muss mir einen weißen bestellen, das hilft nicht. Hütti, ab in den Chat. Ostreicher oder Ostsprühen, da muss ich also wenn ich sowieso fortfahre um einen weißen Lack, habe ich nicht daheim. Kennst du das Video mit Herold, du Futterschneckchen? Nein, kenn ich nicht. Nur musst du keinen weißen kaufen. Was ist eigentlich aus dem Hunter geworden? Kommt das auch nochmal? Stefanie B? Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Weiß ich noch nicht. Was? Du bist ein Schwarschwaber. Schau her, so kann man einfach einmal Buchstaben verschlucken. Der Thomas Mach schreibt, darf ich mal fragen, was du gegen den Hehehe-Fahrer hast? Nein, man darf schon Artenfahrer sagen, das habe ich schon 100 Mal erzählt. Der Artenfahrer ist in meiner Welt nicht lustig, das ist einmal das Erste. Das Einzige, was lustig ist, ist sein Lache und das hält 2 Minuten und das war's dann. Er sorgt so hart dafür, dass die Welt nach außen uns bayerische Bürger und Menschen genau... Er ist wirklich das Abbild davon, was wir uns preisen sehen. Und da muss ich halt einfach, da kriege ich halt einfach einen Schlaganfall. da krieg ich wie schwul jetzt. Da kriegst du zum 3. Mal schwul in der Zeit. Keine Ahnung, und sei mir bitte nicht besser, er ist einfach nicht lustig. Er ist einfach nicht lustig. Ganz einfach. Sei mir nicht böse. Sag mir ein lustiges Video, das der selber geschnitten hat. Gibt's keins. Gibt's bloß Handyvideos im Hochformat. Weiß ich nicht. Und seitdem ich das erste Mal erwähnt habe und vor allem auch ein Lied eingebaut habe, macht er seltsamerweise seine Handyvideos jetzt im Querformat. No front. Ist mir gut, da mag ich nicht drüber reden. Ich mag ihn auch nicht anfangen, soll er seine Scheiße machen, aber lass ihn bitte mit dem Affen in Ruhe. Dankeschön. So, gibt's eigentlich mal wieder einen Cooking Simulator? Ja, eventuell, vielleicht. Gibt einen Trick, wie wir als 4 Spieler spielen können. Weiß ich nicht. Schau mir vielleicht an. Finde mit Sicherheit irgendwas. Der Herr Kulzer schreibt, ich mag ihn auch nicht. Der wirkt alles so gekünstelt. Das ist das Nächste. Also keine Ahnung. Gekünstelt auch nicht. Zinkelnull! Was ist da los? Achtung, da muss ich nur mal schnell eine Vorstandschaft anrufen, hilft nicht. 555, Nase. Ja, haben wir ein neues Mitglied. Aufschreiben, sonst gibt's ein Bockfotzen, das haben wir nicht umdrehen. Ja, wie der Alte. Und der Alte kriegt eine auf den Arsch. Ja, ist mir wurscht. Machen, habe ich dir. Merci für deine Mitgliedschaft, herzlich willkommen im Vollbierspot. Vielen lieben Dank, Alter. So, irgendwann wird hochkant Handyvideos akzeptiert, aber nicht in den nächsten 500 Jahren. Er macht seine Videos jetzt im Querformat. Ja, also ich glaube zumindest. Ich habe einmal irgendwann, mittlerweile scheiße mir nicht mehr an, was er tut. Weil, ganz ehrlich, wer 2019 mit einem Surströming-Rotz daherkommt, der weiß ich nicht, was der die letzten 7 Jahre da hat. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Und das Schlimme ist, die Scheiße schauen sich halt 20 Millionen Leute an. 20 Millionen! Und alles, was er tut, ist im Eck hinten stehen und behindert lachen. Da ist nicht ein Witz in Worten drin. Nicht einer. Das Einzige, was lustig ist, sind seine aufblasenen roten Bauernbackerl und sein Ranzen und dass er genauso ausschaut, wie sich jeder Preis uns Bayern vorstellt. Das ist alles. Und da muss ich nichts kennen dazu. Und das triggert mich schon immer, wenn Leute zugeschissen werden, mit was weiß ich, fürs sprichwörtlich nichts kennen. Ja? Was ist denn? Was habe ich mir da letztes Mal, an was erinnert ich mich noch, da wie diese Pokémon Go Sache war? Sitzt er in seinem Bulldog drin und schreit irgendeinen Scheiß außer
Ja, ist jetzt da so ein Pokémon. Ja, magst du jetzt einmal auf Zeiten gehen? Ja, bin ich da gesessen und denke, das ist der Ernst, oder? Hey, für was denkt man die Witze aus? Bist du behindert? Für was sitzt man her und überlegt mir, was ich machen kann? Für was sitzt mich 20 Jahre lang in einen Keller ein, dass ich Apps programmieren kann, allgemein programmieren kann, Internetseiten machen kann, Videos schneiden kann, mit After Effects umgehen kann, mit, weiß ich nicht, mit versuche ein einigermaßen unterhaltendes Programm in einen Livestream zu bringen, währenddessen sie eher herhockt und das ist wieder mal auf Zeiten oder wo. Ich glaub, dass ich Schwulnetz krieg. Ich glaub, dass ich schon hab. Sag das, was ist, ich glaub, dass ich schon hab. Ist mir schon klar, dass wir 2020 haben, aber das Video, von dem ich rede, war 2019. Hochkant-Videos werden dann akzeptiert, wenn es Hochkant-Monitor gibt. Probier mich aus, oder? Die meisten kannst dran. So, jetzt ist er Ruhe, oder? War wieder genug Geflame über Leute, die ich nicht mag. Was heißt nicht mag? Das ist das Einzige, was mich triggert. Dass wir mit nichts können, literally nichts können, so weit kommt. Das ist das, was mich so triggert. Und diesen Hashtag NoFront, den kehren wir wieder unter den Tisch, weil reagieren darauf werde nie. Und wenn, dann darf er es gerne probieren. Jawohl, da fliegt sicher ohne Stromausfall. Ja, tut's auch. Er kann er gerne machen. Hab nur ich was davon, weil die hat eine Reichweite, die ist nur 300 mal so groß wie meine. Und ansonsten, jetzt warte mal, was wollte ich noch sagen? Und ansonsten ist mir eigentlich, ganz ehrlich, ist mir wurscht. Ja? Ist mir einfach egal. Soll der einfach machen. I don't give shit, Alter. Solange man keiner damit aus dem. Immer, der Herr Kulzer schreibt, naja, er macht das scheiße Gold. Ganz ehrlich, das nehme ich mich nicht aus. Ja. So ist es nicht. Schaut mal, Liebe, da noch überlesen, zweimal. Kruzifix jetzt! Dann hört es endlich auf damit, wir waren das! Es hört dann nicht mehr auf, wenn ich es einfach weg ignoriere. So, jetzt weiß ich mal was. Stolz über 1860. Merci dir für den Zehner. Passt schon. Jawohl, der fliegt sicher ohne Stromausfall. Ja, gerade passiert. Live. Er macht seine Videos und Mr. Stolz darüber. Gibt's dann einmal einen Horrorspiel-Stream? Mr. Stolz darüber, da schaust du jetzt mein Bin wieder da Video von letzten Sonntag. Da erkläre ich das, was wir wahrscheinlich sogar erspielen. Der Oktober ist ganz dem Horror gewidmet. Ja, zu Halloween-Zeit und so weiter und so weiter. So, jetzt bei sowas. Was haben wir noch? Jetzt ist einmal eine Ruhe mit Donations. So, ich schleiche mich ins Bett, ich schäbe was wieder. Ich darf mich nicht beschweren drüber, ich mache auch das scheiße Gold, wenn man es so nimmt. Ja? Ich sage nicht, dass mein Zeug besser ist, aber ich behaupte, und das ist jetzt ein Fact, dass in meinem Zeug mehr Arbeit steckt als in seinem. Heißt nicht, dass ich mehr mache wie er, weil er lebt ja davon, das weiß ich auch, und er macht Bühnenauftritte und um Gottes Willen, die mag ich mir auf gar keinen Fall anschauen, weil da rege ich mich noch viel mehr auf wahrscheinlich. Sondern, keine Ahnung. Aber in seinen Videos, mit denen er groß geworden ist, Handy hinstellen, behindert den Kameralocher und klicken. That was the key. Ansonsten, ja. Und gern die Leute am Schnobi nachreden. Das ist noch das Nächste. Zu Corona-Zeiten, zu wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert. Immer schön, was alle sagen, sagt auch der Autofahrer. Es ist so simpel eigentlich. So simpel eigentlich. So, jetzt ist Ruhe. Autofahrer, legen wir ad acta. Teppich auf, schwarzes Loch vom Wochenende, einkehren. So. Und ein Autofahrer, Kruzifix, der hätte das schon lange gegeben. Schieße ich mir aber in meine eigene Füße. Das ist mir auch klar. Deswegen tue ich es nicht. Und wie gesagt, mir ist es wirklich wurscht. Ich möchte nicht, wenn mir jemand drauf anredet, dann sage ich mir ehrliche Meinung, wie ich jetzt gerade. Aber ich werde nicht hergehen und werde ihn offen anfangen. Okay? So. Jetzt ist er Ruhe. Leute, es ist 10:30. Jetzt schleicht euch ins Bett, Kruzifix. Seid ihr nicht ganz sauber, oder was? Habt ihr wieder gemeint, dass ich es übersehe? Weißt du, was er hier sagt? Mr. Headphone-User. So, haben wir jetzt wieder wach. Wer ist noch da? Der YB, das was der YBO schreibt. Datenfahrer ist für mich bayerisches RTL. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ganz so schlimm ist es nicht. Was sage ich zum Harry G? Hat leider Gottes die Mundart verlassen. Das kann man auch noch sagen. Meng du ihn auch nimmer, sage ich auch ganz ehrlich. Die hat die Mundart verlassen, hat den Dialekt verlassen. Den bezeichne ich nimmer als bayerischen YouTuber. Ist auch okay. Ist kann er machen. Kann er machen. Der wollte einfach woanders hin. Der wollte ganz woanders hin. Der Mann hat eine Serie auf nicht auf Netflix, auf Amazon Prime.
der wollte halt ganz woanders hin. In den seine Videos steckt sehr viel Arbeit, da ist sehr viel Schauspielerei dabei und so weiter. Das kann er, muss man ihm lassen. Auch wenn es mittlerweile Preisenscheißträger ist. Völlig unabhängig davon. Aber er ist zu Recht da, wo er ist. Was sage ich zum Poppy? Der Poppy wiederum ist für mich ein sehr, sehr talentierter Allround Unterhalter. Macht verschiedene Rollen, gibt sich Mühe in Videos, schreibt Skripte, nimmt das, schneidet das, ob er es selber schneidet, das weiß ich nicht. Spielt Quetschen, das sogar noch richtig gut, hat musikalisch was drauf, völlig zu Recht da, wo er ist. Aber der Poppy ist meines gehört eigentlich gehört der Poppy dahin, wo der Hartenfahrer ist. Ich hab, also zumindest habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, ist der Poppy weit von einem Bekanntheitsgrad entfernt von einem Hartenfahrer. Glaube ich. Ist nur mein Empfinden, ich weiß nicht, ich befasse mich mit den Leuten nicht. Ich keine Ahnung. Noch will ich auch noch so. Oh, um Gottes Willen, wenn ich irgendwann so wird, dann sagt es mir. Da will ich nicht hin. Ich mag nicht mit dem Fußzeug umeinander rennen. Ich mag nicht in der Lederhosen umeinander rennen. So, hey, Bayer, aus der Lederhosen, Lederhose geil, ja, ist schon klar. Aber nein, wir haben nicht jeden Tag eine scheiß verfickte Lederhosen an. Haben wir nicht! Ja, die Gröberin, bei der Gröberin brauchen wir nicht anfangen, Alter. Die Gröberin ist die brutalste. Gröberin ist die brutalste. Aber mit so einem brutalen Abstand, dass du in die Hosen scheißt. Gröberin mag ich. Von vorn bis hinten. Die ist so unantastbar, Alter. Die ist so unantastbar. Die verarscht dich so im Boden, dass du nicht mehr weißt, wie es heißt. Da lerne ich mir jetzt auch mehr aus dem Fenster und sage, da zieh ich den Kürzern. Ansonsten habe ich bis jetzt vor keinem Angst. Sonst wüsste ich keinen, vor dem ich irgendwie Respekt hätte. Außer vor der Gröberin. Wenn's zu so einem, weiß ich nicht, Kruzifix-Battle käme da oder so. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Da hätte ich mir, glaube ich, von keinem was scheißen, aber mit der Gröberin, glaube ich, brauchst du die nicht anlegen. Brauchst nicht. So. Und jetzt backelt wir unseren Bausteinhut auf Zeiten. Geben wir uns alle ein Bussi, Hashtag Pralinsquad. Ganz furchtbar viel Liebe an die Lieblingsnachbarn. Die zweitgrößte Liebe an die linken Lieblingsnachbarn, nämlich an die Schweizer. Und dann, da ich sagen, was das für heute? Kinder, ich mag es nicht versprechen, vielleicht komme ich am Samstag. Weiß ich noch nicht, was ich da tue. Aber spätestens sehen wir uns nächsten Montag. Wenn ich meine Heiserkeit irgendwie bis morgen, übermorgen in den Griff kriege, kommt vielleicht sogar am Sonntag ein Video. Weiß ich noch nicht. Ja, auch zu so einem Thema, wo mein Postfachel schon wieder seit 2 Wochen übergeht. Und schreit, please kill me, und schneidet die Pulsadern langsam auf. Jetzt darf ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Vielen, vielen herzlichen Dank für... Irgendwas ist jetzt abgefallen. Gut, dass ich einen Helm auf habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Donations. Heute schon wieder auch am Montag. Das war völlig überwältigend. Wieder mal. Ich habe schon gemeint, der Kanal geht in die Hosen. Genau, das Gegenteil ist irgendwie passiert. Es war mir eine Ehre, ich hoffe, euch hat es gefallen. Satisfactory ist wirklich ein geiles Spiel. Das werden wir auf alle Fälle noch 1, 2, 3 Mal weiterspielen und mindestens am Mittwoch, vielleicht auch am Wochenende, weil wir einfach mal ein bisschen mehr Stunden spielen müssen und das können wir bloß am Samstag. Anders habe ich einfach keine Zeit nicht. Und jetzt darf ich sagen, schleicht euch ins Bett. Gute Nacht, vielen Dank. Press F for Respect für die Moderatoren. Ansonsten ist hier Achterbahn. Und jetzt darf ich sagen, Bussel aufs Nussel. Bis spätestens Montag um 20 Uhr mit einer weiteren Runde Fall Guys. Einmal gehen wir es uns mindestens noch. Und ansonsten darf ich sagen, wird schon passen. Wiederschauen, reinhauen. Habe